Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen hier unterm Tisch, liebe Leute am Publikum, ganz besonders dann noch als Invitieren, und dann der Präsident von der Finanzkommission, als gegebenen Ulas, weil wir heute ja einfach unser Budget aufstimmen, liebe Leute da draußen, die uns dann heute nachgucken oder vielleicht später dann über die Gemeinderatssitzung sich informieren. Wie gewinnt, fängt ich auch an der letzten Sitzung für das Jahr mit dem was dann zu der letzten Sitzung das war, aber was noch in unserem Kalender steht. Und obwohl die letzte Sitzung 2 Wochen hier ist, und trotzdem ein flott Eventer an der Zwischenzeit an unserer Gemeinde stattfand. Das war Samstag, den 29. November, wo die Musik, dann in unserer Gemeinde, in der Nopisch Gemeinde, ein Konzert und Wandergala von der Sandweiler Musik gespielt wird. Den Tag drauf, Sonntag, den 30. November, und Frauen und Mamme von Schötter über den Mittag ihren Adventsmarkt am Centre Culturel zu Minzburg organisiert. Musikalisch enkadriert gibt es Mittag mit einem flotten Konzert von den Schötter Jungbläser. Den Erlös vom Adventsmarkt wird für einen guten Zweck gespendet. Freitag, den 5. Dezember, gehen die Kläschen an die Schule am Campus zu Minzburg. Lass gehen um 15 Uhr mit einer großen Feier an der Aller Sportsaal. Anschließend haben Schulkanner mit ihrem Lehrpersonal sowie der Equipe von der Maison Relais auf ihrem Niklas Mert an ihrer Kaffeestufe an der Centre Culturel invitiert. Samstag, den 6. Dezember, hat der Verein Rhythmica Lux den Fairy Tale Cup, und Sonntag, den 7. Dezember, ihre Gala Noël an der Aller Sportsaal organisiert. Dann hat auch Sonntag, den 7. Dezember, der Schötter Gesang auf ihre Christkonzert an Schötterkirch invitiert. Lass gehen am Nachmittag um 4:30 mit dem Konzert vom Schötter Gesang unter der Leitung von Marianne Hengel. Den zweiten Teil vom Konzert hat Choral Saint-Cécile von Sandweiler unter der Direktion von Georges Jungblut gesungen. Es gab auch ein Kollekt für die Scouten gemacht. Was steht an dem nächsten Programm? Den 12. Dezember bis den 14. Dezember, also diese Weekend, ist dann ein traditioneller Christmarkt. Wie alle Jahre verbinden als Lokalvereine und Leute mit traditionellen Lützeburger Plan, aber auch internationalen Spezialitäten. Wir haben ganze 6 Schallen auf der Platz. Alles geht es um 17 Uhr mit der offiziellen Ouvertüre, Freitag, den Mittag, wo dann noch der ganze Gemeinderat herzlich invitiert ist, für dabei zu sein. Um 5:30 gehen dann 2 Konzerte gespielt, einmal von der Schötter Jungbläser und einmal von der Schötter Strüpp. Samstag, den 13. Dezember, ist morgens von 9 Uhr bis 13 Uhr Schöttermarkt. Während die Eltern über den Markt trippeln, erwartet Kanner ab 10 Uhr eine Flottaktivität am Schöttertreff. Der Schauspieler Claude Humbert liest ein Wandermärchen vor. Eine wunderbare Gelegenheit für zu lauschen, zu drehen und sich verzaubern zu lassen. Ab 17 Uhr möchte Christmarkt dann im Boden ab. Und ab 19 Uhr ist dann der Gesangsduo Simply Two, die wir schon gut kennen, entre-temps, und die für musikalische Stimmung sorgen. Sonntag, den 14. Dezember, ist der Christmarkt schon um 15 Uhr ab. Um 16:30 Uhr spielt Schötter Musik Konzert spirituell an der Schötterkirche unter der Direktion von Leroy Van Devenet. Im Programm stehen unter anderem Stecker wie Nostradamus vom Otto Schwarz oder Melodien aus dem bekannten Film Avatar. Donnerstag, den 16. Dezember, organisieren Frauen und Mammen einen Ausflug auf den Christmarkt durch Speyer in Deutschland. Als gemütlichen Aufschluss von diesem Ausflug geht oben zusammen am Restaurant Hammes zu Perel-Gies. Mittwochs, den 17. Dezember, invitiert die Kommission von der Familie dem 3. Alter und dem sozialen Urlaubs auf ihr Christfeier von 15 bis 18 Uhr am Schöttertreff. Am Mittwoch ist dann noch das Konsortium von Twin for Resilience. Und die Städte, die dort mitmachen, sind Utrecht, Amsterdam, Brüssel, Rennes, Dublin, an den Leindal, das ist eine Region auf Flandern, und wir als Schötter Gemeinde. Das ist ein Projekt, den über die Europäische Union finanziert wird. Und der Lützeburger Partner ist auch der List. Das basiert auf der Digitalisierungsstrategie, die wir am 22. Februar 2023 im Gemeinderat gestimmt haben. Wie gesagt, das ist ein Interreg-Projekt, den dauert 42 Monate. Und das nächste 2024 angegangen, dauert bis 31. Dezember 2021. Und mehr Informationen kriegt ihr da im Internet, t4r.nweurope.eu. Also Twin for Resilience auf andere doch. Samstag, den 20. Dezember, sowieso den 21. Dezember, organisiert den FC Minzburg den Christmas Boy Cup für die jungen Fußballspieler von den Kategorien U7 bis U17 an der großen Sportsaal zu Minzburg. Anschließend stehen dann Feiertage an der Jahresfest im Programm. Ihr dann nächste Weekend am Jahr 2026 nicht sportlich viel geht. Und zwar organisiert auch eurem den FC Minzburg den 3. und den 4. Januar den New Year's Girls Cup. Das sind Mädchen dann drin an der Sportsaal 1 zu Minzburg. Samstag, den 10. Januar, ist der Schötter Markt auf der Kirchenplatz. Und Sonntag, den 11. Januar, findet ab 2:30 die große Audition von der UCTA Musikschule an der Sportsaal statt.
Sonst den 18. Januar invitiert den FC Minzburg op ihre Mulle sondech, neben de Mulle gëtt awer auch am Frieden an Salot oder een alternative Menü proposéiert. Umelle kann sech op der E-Mail-Adress fcm 1946 @pt.lu oder per Telefon op der Nummer 35 86 16. Samstag der 24. Januar spielt Schotter Musik am Kader vun der Journée de l'Harmonie 6:30 Uhr Mass fir Liewen der verstöwen Member vum Verein. De Weekend sind noch Samstag der 24. Januar sonst der 25. Januar die echt Opfeierung vun den Theaterfren am Centre Kulturell zu Minzburg das Jahr hecht Steck Weigecht der Stunde. Mittwoch den 21. Januar wird dann die nächste an Eichsetzung vom Gemeinderat am Jahr 2026. Weitere Informationen auf Verschiedenes. Wir haben einen Brief vom Förster gekriegt, den er eine Richtigstellung möchte, war nämlich am letzten Gemeinderat gesagt gehen von der Schötterbierger, den Traktor, den der Förster gekauft hat, den hat müssen ausgeschrieben gehen. An der Förster sieht halt klar, ich meine den Traktor, also wird gemein Niederrand verkauft gehen, Gemeng Niederrand, wenn heute den ganzen administrative Prozess do begleitet, technische Prozess, auch noch der juristische Prozess, an auch ein öffentliche Ausschreibung gemacht, so wie die Legislation das vorgesehen, voilà, über TV, als dann den Traktor auch gesetzkonform gekauft gehen. Ich meine, das wichtig von der Sache gesucht gehen. Ich meine, es wird auch von dem Chefrat verlangt, dass die Informationen richtig sind und präzise sind. Das gilt mein auch für so sieht, wenn den heute unter dem Tisch sitzt und heute aussuchen möchte, dann können wir vielleicht so Sachen evitieren. Dann eine kleine Information zum Tipp an Niederrand, wenn du sind ein bisschen die Abnahmekonditionen mit allgemeinen Akkord von den alten Gemeinden angepasst gehen. Das ist so, dass kann an der SIP an Niederrand gehen, wenn er mindestens 65 Jahre hat, außer es wäre krank, es braucht den zwei Spezifiken, und da können doch eine Ausnahme gemacht gehen. Die anderen Konditionen sind, dass er wenigstens 2 Jahre ununterbrochen an der Gemeinde gewohnt hat oder eben ein Descendant direkt hat, also kann hat, der wenigstens 6 Jahre an der Gemeinde wohnen. Die andere Kondition ist aber die ist neu, dass er vielleicht 20 Jahre an der Gemeinde gewohnt hat und dann eben zwischenzeitlich nicht gewohnt hat und an einem Mann sichtbar war, weil vielleicht halt kein Platz war. Das gilt dann noch als Anciennitäten, da kann er noch den Mond machen, für dann an den Zipper auf Niederrand zu kommen. Dann hatten wir die letzte heute noch den Thema vom Guichet-Automatik, für das richtig zu nennen. So, und da hatten wir auch gesagt, dass wir der Bank einen Brief gemacht und die Bank hat das dann noch geantwortet, wo sie da ganz klar sieht, sie hätten auch den Guichet-Automatik stehen gelassen. Sie sind aber leider mit dem Proprietär von dem Site nicht eins gehen, sodass sie keine andere Choix hatten, wie den Kontrakt dabei dann zu resiliieren. Und wir haben dann noch eine Reunion mit ihnen nächste Woche, wo wir uns da Gedanken machen, wo können andere alternative sitzen, für andere so Guichet-Automatik durchzuführen. Das wird aber keine einfache Aufgabe gehen. Ich meine, der Kontakt ist da, wir gucken da, wir setzen alles drin, dass das klappt. Dann haben wir einen Brief gekriegt vom Club des Jeunes, der war dann an den Chefrat adressiert, wo wir in die Gemeinderat für die Führung gehen, wo sie froh, ich meine, am Kader vom Projekt Neuen Dorfkehrer von einer neuen Gemeinde, wo dann noch den Club des Jeunes, also das Boot am Anfang nicht auf der Platz kann stehen bleiben, wo wir viel Reunionen immer in Kontakt mit ihnen waren. Dann hat auch noch der Präsident angerufen, und er bestätigt dadurch, ich meine, wir waren da immer an einem Austausch, und wir haben eine neue Solution proposiert. Muss ich auch wissen, dass es auch viele Vereine an unserer Gemeinde gibt, die auch keine treten soll. Der Club des Jeunes hat das, versteht ihn aber, dass sie bestimmte Besoin haben. Ich meine, wir sind noch mit der Solution, die wir bislang proposiert haben, sind wir da auch aligniert. Da sind die Konditionen praktisch auch alle gut erfüllt. Wir sind aber auch gefreut, dass wir es nicht gesehen und dass man zusammen schwarz war, doch absolut kein Problem. Das hätten wir auch machen am Januar. Und da geht es um 2 Punkte, dass sie vielleicht am Komitee nicht mehr so eins sind, was dann noch eine neue Solution für sie kann sein. Also sie halten nicht unter Boot fest, das ist nicht Thema mehr, wie die neuen Lokalitäten dann noch so ausgesehen. Das ist das Thema. Und das zweite Thema ist eben der Provisoire, wo wir bislang eben noch keine Zeit hatten, ihnen da eine Proposition zu machen, weil Lolo andere Sachen Priorität hatten und sich auch Sachen ergeben haben. Aber da haben wir aber verschiedene Optionen und das werden wir dann noch mit ihnen
durchschwätzen und diskutieren und zu summen gucken, wo die Bestlesung rauszufinden. Voilà, dann haben wir haut keine weiteren Informationen über die verschiedenen Indikator, wo es Leute darauf vertraut sind. Mit dafür gebe ich aber ein bisschen wie lange Bericht machen über die Plenarsitzung vom Klimabündnis, die war in Dünsten. Den 8. Dezember möchte ich adresse. Da war die Sordnung der Budget rektifizieren. Für allem auch die neue Trägerstruktur, da werde ich noch kurz drauf angehen an den Aktionsplan 2026, auf den ich dann noch kurz werde angehen. Und dann noch die Wahl von den neuen Members von der Cellule de Koordination, die sind noch dafür gestaltet gehen, die sind immer aufgezählt gehen. Ich habe mir aber kein Foto gemacht von der Lösch, sodass ich die haut nicht kann. So, wir werden in Zukunft die zugeschickt kriegen und dann gehe ich denke heute durch, wenn du an der Cellule dran hast. Der Quorum war auch erreicht, sodass dann eben noch diese Punkte konnten aufgestimmt gehen. Zu der neuen Trägerstruktur, du hast es so, ugestoßt durch das neue ASBL-Gesetz, wird dann in den letzten 2 Jahren verstärkt Überlegungen, ob die aktuelle Struktur vom Klimabündnis Lützeburg nach zukunftsfähig ist. Für allem, was Kontinu geht, die bislang immer beim Mouvement Ökologique parallel zu seiner eigener Kontabilität geriert kaufen, stellt sich nämlich froh, ob das Approche nach zeitgemäßer legal ist oder das Klimabündnis nicht ein eigenes Interesse daran hat, eine selbstständige Personenmoraljurik zu gehen, mit allen Möglichkeiten, die so eine Struktur zum Beispiel in den Bereich der Finanz- und Personalpolitik bietet. Am November 2024, das ist also schon ein Prozess, der in der Zeit schon gegangen ist, hat die Plenarsitzung vom Klimabündnis Lützeburg einstimmig dezidiert, das kommunale Netzwerk an eine ASBL mit direkter Memberschaft von den Gemeinden umwandeln zu wollen. Den Innenminister hat aber mittlerweile eben juristisch Bedenken angemeldet. Gegen die Gründung von der ASBL mit den Gemeinden als Member. Die Diskussion hat man auch schon an anderen Kadern, das ist immer ein Problem. Du hast vielleicht ein Scanner mehr Haut, als das ein Problem. Dafür soll in der Vorgabe vom Akkord von der Plenarsitzung am November 2025, also das Woche, ein ASBL-Klimabündnis Lützeburg gegründet gehen, an der kommunal delegierte Member sind. Die ist nicht Gemengen, mehr die Leute, die von den Gemengen als Delegierte genannt gehen. Die neue Struktur gibt den administrativen und finanziellen Träger vom Gemengen-Netzwerk an Platz zum Mouvement Ökologique, was schon auch dann ein bisschen ein Avantage hat, weil da auch dann keine Aufhängigkeit mehr ist. Der Refus vom Innenministerium der Gemengen eine direkte Memberschaft an einer SPL zu ermöglichen, bedeutet auch, dass für eine Übergangsphase die Klimabündniskonvention aus dem Jahr 2022 weiter hier Bestand hat. Für über das Gemengen direkt, über das Konvention und Gemengen direkt anzubauen. Dann in der Hoffnung, dass eine Änderung von der Gemengegesetzgebung in Zukunft eine direkt kommunale Memberschaft an einer ASBL ermöglicht. Die neue ASBL soll dann Lomur gegründet gehen, und da gibt es Parallelismus zwischen der Plenär und der AG von der ASBL, was Member anbelangt. Also es kann ich nicht mehr schon gesagt, Member an der ASBL gehen, wenn auch von der Gemeinde als Delegierten oder Suppleant genannt ist. An die Leute, die an Cellule genannt gehen, die sind dann auch automatisch Member am Conseil d'Administration von der ASBL. Dadurch soll da gewährleistet gehen, dass die Leute auch dasselbe aufstimmen, respektive der Wort für die 2 Strukturen dann gleichzeitig gilt. Personal vom Klimabündnis sind der Paul Polfer, der Paul Strauß, Christine Nerenhausen, der Remo Klein und Birgit Engel. Hier ein Aktionsplan oder Aktionsplan für 2026 mit einer folgenden Punkten: Kommunikation zum Nord-Süd-Bereich mit an den Gemengen soll intensiviert gehen, das betrifft sowohl Kommunikation von Themen von den Südmarktner wie auch den Austausch mit den Chefen an der Gemengerat, Verwaltung und Kommissionen. Ausgegangen sind soll von konkreten Beispielen von den SDM-Partner an den Ländern vom globalen Süden selbstverständlich, wie die weltweit Auswirkungen an die Lösungsansätze von der Klimakrise mit der lokalen Ebene zu Lützeburg verbunden sind. So kann Klimagerechtigkeit an der Membergemenge verankert gehen. Dafür schaffen sie Beiträge für die KBL-Website, Newsletter und auch angepassten audiovisuelle Texte, Elemente für die Kommunikationsqualität von den Gemengen aus. Parallel dazu gehen also Klimabündnis dann auch Bedürfnisse von der Gemengen an, besonders was das Engagement zu den Nord-Süd-Themen eben angeht. Das Auseinandersetzung mit der Situation am globalen Süden soll mit verschiedenen Akteuren aus dem Klimabündnis
über Konferenzen, Webinare, Filmprojektionen, zum Beispiel Solution of Abundance, the Scramble for Hydrogen, an Austauschtreffen zu den Themen von als Südpartner organisiert gehen. Das kann am Kader von einem Besuch von den Südpartner geschehen oder am Laufe vom Jahr passend zu Eventen an der Gemeinde. Die Situation am globalen Süden, an der Fortschritt von den internationalen Klimaverhandlungen geht weiter verfolgt, unter anderem am Kontakt mit den Südpartner, an Netzwerken wie Votum Klima und mit der Unterstützung von Climate Alliance International an Can-Europe. Dafür informieren sie dann noch Gemengen und die Öffentlichkeit, bieten auch die Südpartner Möglichkeit für Publikationen an. Es werden Konferenzen und Seminare für die Gemengen organisiert gehen, entweder lang oder mit Partnern wie dem Mouvement Écologique, das STM, den Öko-Center Pfaffendal oder ProVelo. Und es gehen auch Seminare zu aktuellen Themen organisiert. Zum Beispiel Anpassung des Klimawandel, energetische Renovation von öffentlichen Gebäuden, Elektromobilität. Da können Themen sein wie Lithiumgewinnung versus Menschenrechtsverletzungen, Zielpublikum, sie für alle Membern aus der Gemeinderat, Klimateams, Kommissionen sowie kommunalen Mitarbeiter. Thema Klimagerechtigkeit bleibt auch an den kommenden Jahren am Mittelpunkt von der Bildungsarbeit und dem politischen Plädoyer. Hier legen wir einen Fokus auf die energietechnische Transition, wo auch die Gemengen eine Rolle zu spielen haben. Dann Energiekarawan, Ziele vom nationalen Energie- und Klimaplan zu erreichen, muss der Ernährungscode, also der Ernährungscode bei den Bestandsgebäuden von Männer wie 1% auf mindestens 3% gesteigert gehen. International hat sich dafür auf kommunaler Ebene das Modell von einer Energiekarawan bewährt. Der Betriebe aus Bierger kriegen eine gratis energietechnische Beratung direkt daheim. Kontaktaufnahme und Dokumentation am Kader vom Projekt wird vom Klimabündnis Lützeburg begleitet, Beratung selber mit Klimaagence. Die Energiekarawane gouf an der Gemeinde Straße, Betzter, Hesper, Junglünster, Niederrhein durchgefauert. Und auch 2026 gibt es innovativ Kampagnen fortgesetzt und ich hoffe, dass wir die Gemeinde da noch dabei sind. Am Anfang sollte man da direkt mit Niederrhein und so weiter dabei sind, also es war aus organisatorischen Gründen nicht gegangen und ich hoffe, dass wir dann das Jahr drin sind. Klimaanpassungstour an der Gemeinde, Folge von der Klimakrise ist schon spürbar, dass irreversible Konsequenzen stellen als Gesellschaft für uns die Aufgabe, mit der Schiert umzugehen und als Stiert an dir von extrem an zukünftige Normalbedingungen anzupassen. Ein wichtiger Bestandteil ist den Hitzeschutz an Wirtschaften, Baumaterialien wie Stein, Beton und Asphalt hitzen sich stark ab, und killen noch Nutzen immer ganz los auf. Gesundheitsgefahr durch Hitzestress klimmt, besonders also bei vulnerablen Gruppen wie Senioren und Kinder. Für diese Probleme umzugehen, müssen Gemeinden sich Infrastrukturen am öffentlichen Raum schaffen, die Bürger ermöglichen, sich bei Hitzestress aufzukillen. Dazu gehören unter anderem begrenzte Plätze, mit Sitzgelegenheiten am Schild, beschadete Straßen und Fußgängerzonen, öffentliche Trinkwasserbrunnen, nachhaltig gekühlten und öffentlich zugängliche Räume. Zusätzlich müssen Bürger natürlich sensibilisiert gehen, über die verschiedenen Schutzplätze informiert und abgeklärt gehen, an wie sie sich auf Fall von Symptomen von Hitzestress am Alltag sollen verhalten. Dann Klimaanpassungstour an der Gemeinde, da soll man einen Rundgang durch die Gemeinde mit ca. 5 bis 10 Stationen Bürger am Kader von einer Klimaanpassungstour informiert gehen. Dabei können Prinzipien und Konzepte von der Klimaanpassung direkt an Praxis auf dem Gemeindegebiet veranschaulicht gehen. Mögliche Themen sind Problematik vom Hitzestress als Folge von der Klimakrise, Rolle von der Gebäude, Stadtbegrenzung bei der Klimaanpassung, Info zu Kaltluftschneisen, Gebiete für Kaltluft entstehen, nachhaltige Aufkühlung von Gebäuden, Info zu Klimaoase, Schutzplätzen und der Gemeinde, Verhaltensempfehlungen bei Hitzestress hat schon gesagt, Schutz für stärkere Eventen. Also, voilà, hier gehen Gemeinde dabei natürlich unterstützt, die Integration von Begrenzungen an der PHP, nochmal ein Thema, Beispiele dann auch aus anderen europäischen Städten. Zusammen habe ich mit dem Öko-Center Pfaffendal und mit dem Mouvement Écologique ein Projekt mehr Grings an dieser Stadt an Dörfer. Zusätzliche Ideen gehen natürlich auch noch ausgeschafft. Dann sicher mit dem Velo und Schule als ein anderes Thema, 52% von der kommunalen CO2-Emissionen zu Lützeburg stammen aus dem Verkehr. Das ist dafür wichtig, Mobilität in der Gemeinde zu fördern und zur Dekarbonisierung an der Sicherheit auf die Straße beizutragen. Keiner soll den Alltagsweg an die Schule mit dem Velo können zurücklehnen. Nur erfolgreiche Projekte zu Straßen, Niederrhein, Reiser, Kehlen, weil Klimabündnis Lützeburg zusammen mit ProVelo weiter Gemengen unterstützen. Mögliche Maßnahmen, Ausarbeitung von einem sicheren Velosweg für die Schule, zusammen mit den Eltern und den Schülern, Veloskuren, Velobus, den Pendant zum Pedibus, für die Kinder. Voilà, da neue Sensibilisierungsaktivitäten
Aktivierungsmaterialien, Klimaquitzrat, Material für Klimaspielnomötischer und dann auch ganz großen Weiterbildungsprogramm. Da bisschen als Resümee, was am Klimabündnis lebt. Voilà, dann komme ich zu unserem Ordre du Jour. Den Wort geht haut und mal Kaiser Andy. Und dann müsste man als einen Punkt beisetzen auf Ordre du Jour. Wir sind halt auch komplett, was ganz flott ist, keine Prokuration. An den Punkt, den wir wollten beisetzen auf Ordre du Jour, weil wir den Lohn angekriegt haben und weil das Material ist, was wir dann aber kaufen am Band, wenn die Preise günstig sind und die Lieferzeit kein Problem ist, dass wir das dann am Frühjahr haben. Das wäre Punkt 3.3, wo es an den Mehrbalken geht, an ein Bandrechen, wo das zugeschickt wird. Und dafür wollten wir die Gemeinde froh für den Punkt danach auf die Jour zu setzen. Keine Remarque gegen, da gehen wir darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Weicher Serge. Ja. Und Frau Jarini Nora. Ja. Merci. Dann sind wir bei unserem nächsten Punkt, wo es um verschiedene Dons geht. Und bei den meisten Dons geht es um ein Projekt am Kader von der Kooperation vom Lycée Athénée de Luxembourg. Ich gehe auch nicht weiter darüber an, dass mich Conny anstelle, dass der Projekt für noch die Leute als invitiert in den Abend. Merci. Mit 1998 engagiert sich die Athénée de Luxembourg am Kader vom WORMS-Projekt für humanitäre Hilfe zu leisten. Damit setzt die Schule ein starkes Zeichen an der Bekämpfung von Hunger und Krankheit mit dem höchsten Ziel, dass kein Kind hungrig am Bett muss gehen. 2006 hat die Athénée de Luxembourg den Verein Athénée Action Humanitaire AAH gegründet. Das ONG hat den Zweck, Entwicklungshilfsprojekte an den Bereichen Education und Berufsausbildung sowie am sozialen und kulturellen Bereich zu unterstützen. 2007 ist der Verein offiziell vom Minister als ONG anerkannt worden. Der College ist bis die erste an der einzige Schule am Land mit einer hausinterner ONG. Den Hubert ist der Jung, Schüler am College und aktive Member von dieser ONG, zusammen mit der Madame Goebbels, Direktrice Adjoint vom College, sind und Gemeng herangetreten, für Unterstützung für dieses Projekt anzufragen, den sie uns dann hier vorstellen werden. Ja. Dann ist es auch wichtig, das Mikro zu machen, wenn ich an das Mikro zu sprechen, sonst hören die Leute draußen erst nicht. Merci. Für mal vielmals merci, dass da als angeladen hat, den Hubert an mich. Für mich ist den Hubert. Hier an der Gemeinde ist anscheinend den Hubert, er ist auch schon bekannt. Sind ich schon ganz froh, dass ich die richtigen Haut mitgebracht habe. Voilà, also als Schule ist effektiv ganz engagiert humanitäre Plan. Und wir sind noch ganz hoffentlich, dass wir die einzige Schule im Moment am Land sind, die das Statut von der ONG hat, das heißt, mit dem Ministère de la Coopération zusammen ein Agreement hat, den also auch erlaubt, Projekte zu leiten an 3 Pays-Ciblen. Ich gehe aber nicht so weit, aber ich habe schon einen Ordre du Jour gesehen und ich will, dass da aber vielleicht von noch etwas Warmes zu essen kriegt. Dafür fokussieren ich mal just auf das Projekt aus Südafrika, für den einen Don dann vielleicht hoffentlich kann einen großen Teil beibringen. Wir sind schon ganz lange in Südafrika aktiv, auf verschiedene Projekte, wir sind noch um dritten Projekt gekommen an der Region, die wunderschön ist, die Cape Winelands Biosphere heißt, die an der Region von Franschhoek oder Stellenbosch ist, für die schon an der Chainland waren. Da gehen doch ganz gut Weine, Cape Winelands. Mit geht aber leider auch noch immer ganz viel Armut an der Region, wie in Südafrika überall. Also der Gap, wie man da schreiben, von der Poverty und der Self-Sufficiency ist riesig groß. Da gibt noch ganz viele Communitäten, die es wirklich ganz schlecht tun. Und wir sind schon seit Jahren aktiv mit dieser Schule, für auf verschiedene Projekte zu probieren, den Gap klein zu machen. Und das neueste Projekt, wo wir gerade angefangen haben, wo wir auch den Agreement vom Minister kriegen, muss man in den nächsten 3 Jahren auf ein Budget von 212.000 € kommen. Und die suchen, die sammeln als Superschüler über die Jahre durch verschiedene Aktivitäten. Geht es aber natürlich nicht nur darum, dass als Schüler Suche sammeln, noch wenn das wichtig ist, geht es natürlich auch darum, den Engagement zu fördern, an den bei ihnen anzusetzen, für das sie
wann sie da bis aus diesem Hause raus sind, an dem nächsten Haus das Engagement weiterleben. Und dafür setzen wir auf verschiedene Projekte, die den Hubert, ich werde kurz erklären, aber just wenn ich auf das Projekt an Südafrika zurückzukommen, da haben wir einen Partner, den Cape Winelands Biosphere Reserve heißt, und den ist ganz engagiert bei den Jungen. An diesem Projekt, das dieses Jahr angelaufen ist, fokussieren wir uns auf 3 große Vollen. Das ist einerseits Flourish, Young Mothers Support, das ist ein wunderschönes Projekt, wo ich die Chance hatte, schon zweimal bei die Mammen hinzugehen. Das sind oft junge Mammen, die nicht immer gewollt schwanger sind. Und da gibt es eine fantastische Frau, die Sophie Hendricks heißt, die zu Villastop ein Projekt auf B gesagt hat, die Flourish eben heißt, wo sie so ein Lieu kreieren, ein Espace dédié für die jungen Mammen, wo die suiviert gehen über 1000 Tage, die 1000 Tage vom Moment, wo sie schwanger gehen, bis dass die Kinder dann auf der Welt sind, und dann noch die ersten 2 Jahre, für den Mammen zu erklären, wie wichtig das ist während der Schwangerschaft. Gesund zu essen, wie wichtig das ist, nicht kein Alkohol zu trinken, alles Sachen, die für uns so ziemlich natürlich sind, die da leider Gottes noch nicht so natürlich sind. Und da waren kann bis auf der Welt, das für auch ihnen zu erklären, wie wichtig das ist, mit dem Wesen sich auseinanderzusetzen, mit ihm zu schwätzen, an den Term zu holen, auch durch die Essen an den Vordergrund zu setzen. Und die 1000 Tage sind, wie bei uns auch, enorm wichtig und determinant für die Zukunft von einem Kind. Und durch den dort Projekt gibt ganz viele junge Mammen, aber auch Männer junge Mammen, sich überhaupt mal bewusst, was es heißt, schwanger zu sein. Und sie sind enkadriert. Sie gehen noch wirklich suiviert, bis das Kind dann so ein Babyshower gemacht für die Mammen, es gibt ja nur ein kleines Diplom für die Puppelscher gemacht, wenn sie kriegen ein Diplom-Überreichung und so einem Hütchen, wenn sie 2 Jahre erreicht haben. Es ist schon schön, wie die so enkadriert gehen. Und du, als der Kollege seit 2 Jahren mit seiner ONG ganz aktiv für die Projekte zu unterstützen. Dann haben wir das Steamy, das ist ein super Bus, den von einem Dorf an den anderen geht, für die jungen Kinder, die nicht alltag können an die Schule gehen. Und ich betone können, sie geben gerne, aber sie können nicht immer an die Schule gehen. Für denen die Schule an die Dorf zu bringen. Da gehen also Kuren organisiert, die dann noch ganz an Nachhaltigkeit gehen, für ihnen die Natur, an der sie leben, so nah wie möglich zu bringen, dass sie so respektvoll mit der umgehen, und aber auch Biochemie, all die Sachen, die heutzutage wichtig auch sind für sie, für ihnen die Minute zu bringen. Und dann das letzte Projekt ist ein Transition to Work. Da probieren wir auch Junge aus denen Slumsen rauszuholen, und mit ihnen Informationen zu finden, mit der sie können glücklich gehen, aber wo sie auch noch eng Arbeit fanden. Da sind wir ganz viel am Hospitality-Bereich, also bei den Hotels, Restaurants, weil da eben noch eine ganz touristische Region ist. Und da haben wir auch schon viele Jugendliche geholfen, einen Schritt aus der Armut rauszukommen. Und der College, also die Action Humanitaire ONG, ist da ganz aktiv. Aber eben auch flott, dass wir haben die Chance, dass wir alle Jahre mit 15 Schülern können rauffahren. Während 2 Wochen, das nennen wir dann als einen Optionskur, und die fliegt dann mit Profen rauf. Während 2 Wochen gehen sie dann auf die verschiedenen Projekte auch hands-on schaffen, gesehen, was hier das Engagement an der Schule bringt, was es doch bringt, wenn sie so sammeln. Voilà. Und ich gebe dann dem Hubert das Wort gehen, für vielleicht von den Projekten zu schwätzen, die wir an der Schule machen. Ja. Kannst du? Moin, also DONG ist wirklich wichtig für als Schule und auch für alle Schüler, weil wir wissen, dass mit DONG können wir viel Leute an anderen Ländern auch helfen, dass so als Schul Spirit können wir sagen, also alle sind wirklich engagiert, entweder auf unser Christmarkt oder machen wir auch ein Charity Run, wo wir können am Anfang viel so sammeln für die Leute an andere Länder auch helfen. Also das ist am Anfang wichtig für als Schule, für die Schüler und für alle, die da engagiert sind.
Und wir können natürlich froh beantworten, wenn du dann mal hättest. Voilà, merci für die Präsentation. Geh nicht froh. Ich meine, wir sind natürlich froh, wenn wir können die Branche unterstützen. Da können wir auch nicht mehr nur durch, weil über da noch an der Gemeinde ist. Und was wir aber gegen den Flot fanden, und ich meine, da gibt es gerne eine Relation aufbauen, wenn ihr dann ein bisschen mehr konkret wisst, mit den Suchen aus da und da geholfen gibt, wenn ihr vielleicht eine Retour hat, den wir dann noch könnten an unserer Grundschule delen, was am Kader von dem Projekt möglich ist, also da was eben, da man da kommt, finanziert gehen, aber wo kommt geholfen gehen. Ich meine, wenn das bisschen wie konkret, also das kann man ganz interessant, wie ich gesagt habe, ich kann. Also, pardon, Hubert, ich komme auf deine Shows. Wir kommen ganz gerne, also ich finde Chance, dass du Ende März mit 15 Schülern hinzufahren. Den Hubert hast du leider nicht dabei, weil den heute Besseres zu dienen. Du musst ein bisschen für die Premiere lernen. Wir kommen ganz gerne nur als im Retour mit einer Gruppe von Schülern an der Grundschule. Und ich gebe Mengen, wenn das auch, weil ich dann dir frei sind und da selber dezidieren, dass man gar den Projekt Flourish vorstellen. Weil neben dem Flourish-Projekt gibt es noch den Blossom Café. Und das ist für die kleinen Mädchen, für denen vom Alter von 8 Jahren zu erklären, dass es Limiten gibt, dass in die Fnee so was der Körper so soll und nicht soll, mit sich machen. Und das können auch als Kinder hier dann ganz pädagogisch natürlich auch erklärt kriegen. Wir kommen ganz gerne zurück mit Schülern an Gemeinde. Top, dann sind wir sehen, dann machen wir das. Gut, den Motto hast du den gesagt? Dann gehen die Städte für den Ja, wir proposieren dann für dieses Projekt mit 1500 € zu unterstützen. Super. Voilà, wenn dann kein froh mehr sind, dann gehen wir zum Wort kommen, wenn ich Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Aber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afojarini Nora. Ja. Merci. Okay, merci. Pardon, merci. Okay, mal dann merci für Ihre Präsentation, Ihre Präsenz. Dann holen wir Kontakt auf, für das dann weiter zu feiern. Gut, wir kommen dann zu unserem zweiten Punkt. Und dem Punkt 1, dass wir dann den Don de Nouvel An und da gibt Conny dann noch ein Jahr als das präsentieren. Merci. Merci. Merci Gleichfalls merci. So, also, wie schon an den letzten Jahren gebe auch das Jahr Gemengepersonal auf ihr materiell Krischkado verzichten an der Platz eng Spend und eng Karitativassoziation machen. Sie haben hier geschlagen, einen Beitrag von 1500 € auf 2 Assoziationen abzudelen. Zu engem geben 750 € und die Assoziation Catch a Smile von Dietling gehen, eine Assoziation, die jetzt seit 10 Jahren gibt, an die sich ersetzt für Hilfskonvoi an den Balkan und auf Kali zu organisieren. Damit unterstützt Catch a Smile immer nächst Refugie mit Kleider, Essen und Getränks. Den zweiten Teil geht und Strassenengel von Dickrich gehen. Das ASBL besteht aus einer engagierten Equipe von Freiwilligen, die sich Ziel gesetzt hat, Menschen zu unterstützen, die auf der Straße leben. Die Strassenengel sorgen für Essen, Getränks, Hygieneartikeln und helfen auch mit einem offenen Ohr an einem warmen Gespräch. Kurz, sie bieten den Betroffenen die nötige Hilfe und Unterstützung am Alltag an. Wir sollen dann noch im Gemengepersonal merci für diesen da. Ja, merci Conny, ich gehe dort so froh. Ich meine, du hast das Gemengepersonal auch relativ edelständig, ne? Sie sichern die Assoziationen raus, proposieren im Chefhotel. Und da keine froh sind, da könnte man auch über den Punkt aufstimmen, wenn ich gift Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Saber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afojarini Nora. Ja. Merci. Dann gehen wir zu unserem zweiten Punkt. Das sind am die Punkte, die wir dann die letzte auch reportiert tun, wo dann als Modifikation von diesem Taxreglement geht. Also nach Reinkehr, ich meine, wir hatten da von den Schötter Bürger
eng schriftlich Demande krit fir dat ze machen an du mal décidéiert als Gemengerot da noch not zu kommen. Ich mein, du sind ganz gefroen Gestalt gin, ganz gut Informationen gefrot gin, op déi will man haut gern antwort geben. Ich mein, de Kontext muss awer enke soen as Näner gewircht. Ich meine mir hun dat immer am Anfang als feier Gemengen ze summen, als du alignéiert, Preisstruktur ist selber, dat mech doch sinn, wann in der no an den Detail die Kalküle mehr gehen, die begressen noch Jean Schröder den as dat dann noch präsentiert. Er gesagt noch, dass dat an all de Gemengen praktisch derselbe ist, können op derselbecht Resultat an dat ass dann auch historisch so immer an dem regionale Klimateam diskutiert gehen, Schafferheit sind informiert gehen von all de Gemengen, an dats da gesot ginn mé ginn op DW mé Mä dat so. Dëfir menggeneg dats am Dosse och alles dat Luch wat de Mai gebraucht hat, fir driwer ofzestimmen, an noss awer gefrot gekommen an no so rapport kréie vun dem regionalen Klimateam, dat as eigentlich net usus so gewircht, mé hun awer als transparent gënnen den rapport fir gescheckt. Me de rapport war net geduert fir all die Erklärungen ze ginn, die man dann lo nowen ha kreien. Dëfir hunn sich du no dann wahrscheinlich méi froh stalt fir Fong entwerten gigi sinn net verënnert, awer net ass meist nowen enke mat dem Thema beschäftschen an krit all die Informationen an dann holl als Decision schmengen da so, dats man am Fong schon gedët hat op 1. Januar du mat run ze fenken, dat krémer Jolo eigentlich net hin an Jo doch gesinn, dats mal lo eng einer Proposition Mäche fir du da mat dem Taxreglement dunsfängt, dat uniwer das méiglech még Taxreglement as net du net besänechtes gekoppelt, ass net Prestationun gekoppelt, so dats man dadurch kënne Mä an këtt noch die Informationskompagnen gemerert, do ass Broschur och fertigg menggen die Hummer net gedrégt wann mat nowen nach Änderungen hätten, dann keine die afleslossen. Ich gi net davon aus, méi dann kann Broschur an den Druck goen an dann können doch die Informationskompagnen das Leiit noch beschéet wessen das natürlich eng Preis deirecht, das klar, méi fir wat zu der könnt spengen do gucke mal lo zuelen zu summe ma Jano wann du willst Pino kommen an noch de Mikrohole wann skrift. Ja, guten Abend noch von meiner Seite. Mir weiterstrecke geht das? Oder muss ich sicher gehen? Ah. Nee, ich hatte gemeint, du hast auch Druck dafür. Du hast. Tipptopp. So nicht dir merci. Allez, ich mich an den Präsentationsmodus. So. Ja, also dann noch einen guten Abend von meiner Seite. Ja, effektiv war ein paar Fragen abgekommen. Schon eine Präsentation gemacht, wo ich probiert habe, auf die wichtigen Punkte anzugehen und probieren dann, auf die Fragen zu antworten. Erlaubt man dann vielleicht die Präsentation durchzugehen, wenn dann noch Fragen sind, dann am Anschluss darauf zu antworten. Das ist vielleicht mehr einfach, weil über dem kommen vielleicht die Antworten auf Fragen, die zwischendurch stellt. Was wichtig ist, es gibt Kader legal. Da sind zwei Prinzipien wichtig aus dem Gesetz. Das eine ist der Polyeuropäer. Das ist, wo es wirklich darum geht, für zu sagen, den einen guten Trieb möchte, also kann ich negativ formulieren, den viel knascht möchte, die soll dafür bezahlen, kann ich doch positiv formulieren, den seinen Trieb anständig möchte, die soll dafür belohnt gehen. Wir sollen die Leute nicht da gleich trätieren, mit den Erfolg soll belohnt gehen. An den anderen Prinzip aus den, da im Prinzip Taxreglement soll so gestrickt sein, dass erlaubt, kostendeckend zu funktionieren. Das heißt, dass die ganze Gestion vom Aufwand nicht soll subventioniert gegenüber anderen Revenuen, mit das soll kostendeckend funktionieren. Also das ist der Kader, an dem wir uns bewegen und von dem wir mir auch gegangen sind. Erlaubt man vielleicht einen Blick zurück, weil das ist eigentlich auch ganz wichtig, weil ich weiß, dass wir immer von Haut aus gucken oder wie die Situation 25 ist, aber muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Wir haben das bis 2017 zurück, aber wenn ich da gucke, dann haben wir mal erlebt, das so zu präsentieren, dass die Rotkurve, das am Anfang der Restmüll, das heißt, das wird dann die schwarze Puppe können, für da einfach auszudrücken. Das ist immer Tonnage für das ganze Gemeng.
an den Schwetzen dann he vun der Kollekt Port a Port die Stadt wat man wirklich bei Leiit sich gi, weil das hier ums gut geht, wat man iwwer der Taxreglement steuern an dat Blo das zum vun all dem Recht dem man sammeln. Den Tisch das de Papierglas a Bio zu summe. An da gesit 2019 hat man jo die ganze Diskussion, dat man giffen de Polyopéier ganz strikt ëmsäze, wann ich könnte erinnern, wo man hingang sind an relativ tax fix hatten an dafür aber dann schon variable Preis angefordert hun op de Kilogramm. Damit wären wir am Land 4 Reiter für dat so konsequent durchzuziehen. An dir gesit, dat das riese Suse. Und ich meine, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der die normal enke de Rekül hält für zu so, dat das wirklich ein riese Suse, weil dir gesit, die Leute machen an sich nicht Männer knascht, wenn du so willst, mesitreiere viel besser. Der Stadt wat dummer beeinflusst wär, wann ich dat Deitstuhle steuern, mir steuern verhalen oder probiere positiven Verhalten zu belohnen, dann huet dat gewirkt mit dem Taxreglement. Dat an dummer sind die Feiersiersgemengen mat die beste Gemenge wann net die Feierbestgemengen aus dem Land, wat der Restmüll pro Kilo ugeht bei den Leuten. Das System huet funktioniert. Den andere Punkt, den ich will dabei soen, dem so uns wie das System angefordert tun, sommer davon ausgegangen, dass das tote Gift geschehe. Wir wussten aber nicht wie viel. Wir hatten da Chance gehabt, wir sind davon ausgegangen, weil wir Befehl an Bioton können tragen und das wussten wir ja im Ruhe gefunden haben, dass viel können an Bioton gehen, sind wir davon ausgegangen, wenn wir die neue Freien da gerechnet hatten, mit dem Stand, was wir damals kannten, dass der Restmüll Gift 30% draufgehen. Das ist wichtig. Das heißt, das neue Taxreglement war direkt berechnet für Kostendecken zu sein, mit den Kosten von dem Moment, mit einer Reduktion vom Restmüll 30%. Das war von Anfang an viel gesehen. Das heißt, wir hatten, wenn wir die Toten festgelöst haben, das antizipiert, was dann real geschieht, das ist ein bisschen mehr, aber das ist aber nicht viel mehr. Wir sind eigentlich bei 33% oder so. Das heißt, da hatten wir eine gute Schätzung gemacht für das, was geschieht ist. Das heißt, wir waren am Anfang auch kostendeckend mit dem System, so wie es funktioniert. Ich meine, das ist das, was wichtig ist. Mit das 6 Jahre hier, oder ja, bald 7, wo man guckt, wie ich gerechnet wird, wie wir angefangen haben, darüber zu schwätzen, sind das schon bald 7. Also das ist wichtig, auch als Hintergrund einfach mal zu wissen. Erstens, ein großes Succès, und zweitens, das Taxreglement hat eine Reduktion von 30% vorgesehen. Das als Hintergrund. Also, das ist das, was ihr heute seht, 33% Reduktion, auch für das mal an Tonnen absolut auszudrücken. Das sind 2500 Tonnen für die Feiergemengen über die vielleicht 5 Jahre. Das ist enorm. Also das sind ein Herd Kamionen, die nicht verbrannt sind, aber wenn dann mengt das Milch, also das Milch, das dann eben Biofraktion, du hast sie da auch froh, weil Saluteblätter verbrennen, also das brennt doch nicht so gut, wenn du das probiert. Dafür ist es gut, wenn die Fraktion raus ist und zurück an die Bio könnt. Und das ist wirklich ein riesiges Succès gewesen, den Projekt. Und ich meine, da könnt ihr als Politik auch stolz drauf sein, wie der das Demo zu crash hat, für das zu dezidieren, weil mir ganz nur wäre das Präkurseur am Land und tut aber gewissen, dass es funktioniert. Bon, das ist zur Geschichte. Ich wollte da aber ein bisschen als Hintergrund geben, weil ich fand das so wichtig, dass die Stadt nicht vergisst, wenn du vergisst ihn nicht, weil das schon ein bisschen hier ist. Hier ist die Situation, wie sie sich auch durchstellt. Ich meine, wir hatten damals die Modellrechnung gemacht für Niederrhein, für was haben wir auch just für Niederrhein gemacht, weil wir so tun, die Revenue-Struktur ist überall dieselbe, weil wir dasselbe Reglement haben und denen 4 Gemengen. Und die Kostenstruktur ist grosso modo auch überall dieselbe, weil wir dieselbe Stoffe haben. Das ist dann Sido, Minetkompost, dieselbe Collect, Recycling Center. Das heißt, all die großen Posten sind dieselbe. Dafür haben wir gesagt, wenn wir dann länger Gemenge Probleme haben, dann nehmen wir das Problem an alle Gemengen. Aber ich verstehe aber, dass gesagt wird, ja, wir dürfen nicht aber gerne kontrolliert für die Gemengen. Aber das ist ein Hintergrund, für was wir nicht mehr eine Gemengen gerechnet haben, weil wir gesagt haben, das ist überall dasselbe Resultat, weil kann er dann nicht ziehen, weil das überall dasselbe ist. Also, das ist eben die Vorteil, wenn du regional zusammen schaffst. Das als Hintergrundinformation dazu. Hier ist aber ein Detail für Schütter. Wenn ich dann das Budget gucke, 25, da sind das rund 100.000 Euro Depensen. Da ist auch ein Detail drauf. Aber die kann da, wenn ich die Resette gucke, pardon, du hast schon.
ich muss aber direkt dort gucken, da fehlt wenn ich die Revenue gucken, dann sind das 500.000 Euro die Revenuen, die vier gesehen sind. Und da könnten Delta von den 373 raus, der Tisch, da sind wir auch rund, ja, gut 30% die fehlen, 35% die fehlen, für das wir kostendeckend funktionieren. Natürlich, das ist eine ähnliche Situation, wie wir so an den anderen Gemengen haben. Das, was wir da gemacht haben, ist, und an das ist da, wenn ich Simulation mit dem, was man hat, und dort Resette von 24 gucken, da komme ich auf die Revenue von 525, an die sind eben gerechnet, wo der sieht, könnt von den 525 könnt 360.000 Euro über die Partie Variable ran, an der Rest könnt über Tax de Base und über die verschiedenen Pubellen, die zirkulieren. Du hast auch, wie viele Pubellen da dabei sind. Du siehst, die allermeisten, das sind die 120 Liter, das sind die RMB, das sind die Schwarzpubellen, da sind pur 240 da. Am Bio sind auch viele Leute, die 120 holen, dann aber auch nach pur die 240 holen, Glas. Da sind wir da schon bei vielen anderen Leuten. Wenn ihr seht, 1600 Leute Menagen, die konnektiert sind, da sind wir rum bei einem Drittel Leute, die dann noch die Papier an Glaspubel holen, für mal eine Größenordnung zu gehen. Rund 1000 von den Leuten, die Geringpubel holen. Also wenn schon von den 120er schwätze. Beim Papier ist danach ja, das ist auch ungefähr falsch, also ein Drittel. Voilà, das ist ein bisschen die Situation von den Pubellen, wie sie verteilt sind, wie das. Wir haben im Moment auch ein Offer, wenn ihr guckt, den Kalender, wenn ihr dann zusammenrechnet, durch das als Information, da gehen ungefähr 100 Tourneen am Jahr gefahren, für das alles anzusammeln. Alle Woche die Schwarzmull, alle zweite Woche die Gring, und da könnt ihr anderen noch alle dabei, wenn ihr das alles zusammenzählt, da kommt ihr rund 100 Mal, wodurch die Gemeinde gefahren wird, für all die Fraktionen bei den Leuten abzusammeln. Also das ist doch das eine Ziffer, die nochmal am Hintergrund kann gelten. Wie gesagt, das geht dann die Situation, dass die Suche fehlen. Das, was wir gemacht haben, ist, du hältst dann den doten Modell, wo du gesehen hast, wie ich das gerechnet habe mit dem Budget 24. Ich setze neue Ziffern, bis wir genug Revenue generieren, bis wir kostendeckend sind. Die Propos, die du ausgeschafft hast, dass sie 60 Euro abheben von der Tax fix, für den an Blut zu setzen, und dann den Preis pro Kilogramm abzuholen, ob 7. Und der Forfait, die bleibt bei 5 Kilo, so wie noch 4 drin ist, weil die 5 Kilo, die könnt ihr hier, wenn ich erinnern, durch Kalibration von der wo die muss beim Robfuhren oder beim Rohfuhren, für dass wir da aus allen Diskussionen rausbleiben, wir gehen falsche Sachen verweihen, als gesagt, die Minimum als 5 Kilo, die wir verrechnen, für dass wir da nicht an, ja, die sind der 4, sind der 3, sind der 2, aber die Diskussionen hast du festgehen. Das ist am Anfang eine Situation wie das, und das erlaubt uns dann in eine Situation zu kommen, wo wir am Endeffekt dann kostendeckend operieren, wenn wir da hinkommen. Ich wollte das heute noch nachweisen, dass unerwichtig Stelle das gesehen hat, weil das ist eine andere Frage, die auch gestaltet hat, wo positionieren wir der Papier zu einer Gemengen. Ich muss sagen, das ist nicht ganz einfach, ne, weil das hängt immer von allen einzelnen Fall, also den immens gut dreht, den immens schlecht dreht. Also ich das nicht als absolute Wert. Und es gibt mehrere im Prinzip. Ich habe auch Gemengen aus einem Umfeld geholt. Ich will nicht ob Klierwen Gemengen sich oder Robesch oder wo auch immer schon Gemengen hier rundherum geholt. Ich muss sagen, das ist ungefähr dieselbe Situation. Und da sieht er dann den anderen Gemengen, wenn das ein E-Personenhaushalt ist, der nicht unbedingt alles hält, allein an den anderen Gemengen Taxen irgendwo zwischen 150 und 300 Euro. Bei uns ist eine Person, die den Tri normal mischt, also mit der Malheur Moyenne, die nicht all die anderen Pubellen hält, die bei uns um die 130, 120 Euro. Und da sieht er, dass das aktuelle Taxisystem auch par rapport zu den anderen gut ist. Also findet so ein preiswert aus par rapport zum Kooperativ von dem, was für drunter ist. An den Schmengen, das weiß doch, dass die Suchen einfach fehlen am Budget, wenn die anderen die Polyeuropäer, also den kostendeckend Logik appliziert und das ist normal, füge das mehr am Defizit, dass das Bild so ist wie das da. Wenn wir da passen, dann kommen wir, ja, das ist eine substanzielle Erhöhung von der Person, aber wenn wir da aber gucken am Kontext, sind wir am Mittelfeld dann, wie die Nopisch Gemenge noch. Das ist also nicht, dass du sagst, wir gehen extremst und laut par rapport zu den anderen. Wir probieren dann einfach auch just kostendeckend zu operieren.
Was ist da an der Kurve? Also habe ich nicht ausgedrückt, wenn der Situation guckt, Kästen an einen Kilogrammen, dann ist die blaue Kurve so, wie wir sie hatten, an die rote Kurve als die neue, die wir haben. Das ist die Situation, wie wir uns vorstellen, überall wo die Punkte sind, das von einfach mal der Durchschnittswert mit ungefähr bei 90 Kilo pro Person, wenn ich die dann ansetzen, wo die Leute landen, dann werde ich. Ich kann da auch nicht ausdrücken, kann ich auf die Tür gucken, kann ich doch auf den Mond gucken, wir kriegen ja noch viele Aufrechnungen auf den Mond. Post, ja, Netflix, Spotify, das können doch alles auf den Mond. Das ist vielleicht den größten, oder mit den Leuten noch können mal vergleichen, was für ein Offer das zu kriegen. Für den Preis beim 4-Personen-Haushalt kann ich so im Moment ungefähr 31 €. Das ist alles mit der Valeur Moyenne gerechnet. Also in den besseren Rast, die bezahlt man noch, und in den schlechten Rast, du hast mehr. So, wir gehen von 31 € rund auf 57 € rup, den Monat. Aber wenn wir bei einem 2-Personen-Haushalt sind, da wären wir bis bei 17 € den Monat für den Service, den noch früher gehen wir dann auf 31 € den Monat. Also auch das einfach für die Größenordnung mal pro Monat auszudrücken, weil es vielleicht einfach für die Leute mehr dabei wie bei anderen Rechnungen, die auch monatlich aufgerechnet gehen. Dann, ja, wäre das die Mesure Sozial, das wisst ihr, ich meine, das ist der nächste Punkt auf der Agenda, auch bei ich. Im Moment gibt es einen Pampers-Subsid oder für Kuschen, nicht nur Pampers für die Kleinkinder, mehr gibt es auch generell, aber für die Kinder sind nicht nur auf 2 Jahre limitiert, 120 € pro Jahr. Da kann ich noch eine Hilfe kriegen, wenn ein Komposteur will machen. An die Reparation, da gibt es ja auch noch eine Hilfe, die ich kann aufrufen, der Gemeinde. Du gehst doch nach drei Mesuren, die dir als Gemeinderat dezidiert hat, für das auch oft ein Offset zu machen, wo die Leute können auch noch Sachen umsetzen, für das nicht zu teuer geht. Voilà, das ist am Anfang halt das, was ich halt weltweise mich finde, aber noch gerne dafür, ja, für über Fragen zu antworten, wenn noch sind. Ja, sagst du, was gibt. Ja, Jean, merci für die Präsentation. Gut, los ich schon mal ein paar von unseren Fragen beantwortet, wie es gesagt ist, wir haben den Bilan gesehen von Schütter, was die Pobelle betrifft und so weiter, okay. Aber ich meine, wir machen also trotzdem noch mal Gedanken, weil die wir nicht vergessen, die Quantitäten, die Volumen, die am Recyclingzentren durchgehen, en plus die Funktionamentskäste vom Recyclingcenter, du hörst auf Senninger Biersch, was den Grünschnittcenter, wo es doch Volumen hast. Ich habe natürlich auch mal flott gewirkt von den Volumen allgemein auch mal gesehen hat, was da verbraucht wird, weil die Arbeit, das kostet ja auch ein bisschen Geld. Ich meine, mir ein bisschen die Impression, dass das ein bisschen durch die Augmentation von der Restmülltax ein bisschen abgefangen soll gehen. Also was sicher ist, dass wenn der guckt, wie Taxreglement funktioniert, sind da dort zwei Chargen, genauso wie die Minetkompost an Zitter, die an die Posten 510 mal dran sind. Wenn der das guckt, der Tisch von der Kostenstruktur sind sie mal dran, das ist richtig. Das ist ja auch normal, weil das ist Gestion der Déchets. Und eben das Revenusystem ist so, dass man damals dezidiert haben, dass die Revenuen über die schwarze Pubbel, was ja der Knast nach wirklich ist, dann sind ja Ressourcen, okay, Knast in dem Sinn, und da hat man gesagt, und dass nach just die Revenuen dann über den Knast verrechnet, wenn ich das dann der benutzen noch plötzlich an das richtig dass in dem Sinn all die Suen noch kommen. Für das Ziffern für Schütter spezifisch zu produzieren, ist relativ schwierig. Es gibt natürlich Studien, was Recyclingcenter alles so fällt, mit dir wisst ihr doch, wir funktionieren mit einem Kartensystem. Du wirst man da wie viel Frequentationen dat man hätten. Was Leute dann definitiv zurückgebracht tun an wie viel wissen man nicht. Das heißt, wir können dann, wenn wir so etwas giffen, dann ist das wirklich eine größere Approximation, weil wir giffen die Gesamtvolumen auf der Prorata verdelen von der Frequentation. Das heißt, das ist eine ganz große Approximation. Dafür habe ich heute mal dran geholt, weil ich meine, dass die Datenanalyse verfälscht, weil sie okay Revenu auch direkt generiert. Den Zugang zum Recyclingcenter ist frei. Und hier geht es ja darum, für zu gucken,
dafür schwarz man ja von den Tax von der Collecte à la Maison oder Port à Port für zu gucken wer das du übrig bliebe, weil wenn schon der Bauschutz an den Déchets residuell mal dran rechnen, da fängt nicht schon alles zu verfälschen, das geht eine Rechnung, du kommst nicht raus. Das dafür, wo ich da separat gewiesen habe, an der dann das Qualität von den Donnen eine große Approximation, da konnte er immer richtig ziffern. Ich meine, muss den lo gucken, wir schätzen an Luft von der Erhöhung von 0,1 auf 7, da schätzen wir von 80%. 2021 von den so das verloren. Ich meine, 21 sollte es mir auch mal durch. Und dafür habe ich auch gewundert, du hast den Index von den Salären, was du auf 2019 zurückgegangen. Das wäre aber an sich 2021, wo recht 20, wo ja recht. Ja, aber das ist 19 gerechnet. Okay. Das hat 19er Ziffer gemerkt und wäre 1. Januar 20, wenn ich mich richtig appliziert bin. Natürlich für mich als Basis von der Rechengrundlage 19. Okay. Aber gut, wenn ich dann muss ich drunter über den Recyclingcenter geschaut, ich meine, wir wissen ja, wie dort die Situation heinz ausgeseit von Betrieben da hinkommen. Gut, wenn wir dann am Tableau gucken von der Erhöhung von den Taxen, haben wir ja dann eine Erhöhung von 80%, die wir auf den Bierger aufwerfen. Aber wenn wir dann aber gucken bei der Tax für die Betriebe, die geht von 600 auf 840 Euro. Das ist als Schluss plus von 40%. Wie weit gehen wir dann doch, ob die nämlich Fall für 66% drauf, und wir verrechnen da 996 Euro. Zum Ort sollen wir wissen, wie die Betriebe da hinkommen. Ich meine, sind da die verrechnen ihre Klienten nach 14 Zürchen, auf wo in Zürchen ist an einem Recyclingcenter. Und das sind an sich, sie produzieren ihre Produktion so viel, die entsorgen sie mit ihrem Restmüll, okay, und dann kriegen sie für billig Geld am Recyclingcenter entsorgt. Und ich meine, da sind wir dann natürlich auch der Meinung, dass das so vielleicht denke, wenn wir die Bürger 80% erhöhen bei der Tax, dass wir dann natürlich bei den Betrieben das nämlich machen. Gut, wenn ihr noch guckt, was natürlich lo, ich meine, das lo Mann für dich, mir was natürlich mehr arrangiert hat. Ich denke, dass jeder hier durchstehen, du mal d'accord ist, dass das viel flott gewirrscht von in der Toten am Vierfeld hat können ein zu summen, durch an einer Arbeitssitzung diskutieren, anstatt dass für ein quasi fair accompli gesagt gehen lassen. Ich denke, dass wir da bestimmt einen Konsensfonds hätten zu summen. Aber insgesamt, wir werden die Sache nicht unterstützen, weil wir einfach der Meinung sind, dass eben verschiedene Chiffren nach wie vor fehlen und dass wir, ich denke, auf Point de départ war, dass die Feiergemeinde sollen nämlich starten. Wir sind aber auch der Meinung, mittlerweile soll ja aber auch von einem Minimas die gute Schüler vis-à-vis von dem ganz gute Schüler getrennt gehen. Und dass da für allgemein Einzel soll die Tarife appliziert gehen, für eben das Gemenge mit ihren Budgets rauskommen. Lass man vielleicht just mal gute Schüler oder schlechte Schüler sagen. Also die Differenzen der Moyenne zwischen den vier Gemengen, das sind 3 Kilo pro Einwohner. Also da sind wir, also wir können uns dann darüber unterhalten, 3 Kilo, ob das da wäre, das von einem guten oder schlechten Schüler zu schwätzen. Römenke, ich meine, es gesagt ihnen einfach durch die gemeinsame Approche, dieselbe Stoffe, dieselbe Preisstruktur, da reagieren die Leute selbst. Das ist einfach, das tut doch nicht, da musst du den, ob du Kontrabass oder Sand, weil das Verhalten von den Leuten, das Verhalten von den Leuten. Ich meine nicht, dass das dass man können schwätzen von einem guten oder einem schlechten Schüler, wenn das der Fall gewesen wäre, dass man gesagt hat, dass ein Gemenge bei 110 Kilo und die andere Gemenge bei 70 Kilo oder ich weiß nicht, wenn wir 10, 15%, 20% Unterschied hätten, dann hätte mir wahrscheinlich, also mit Sicherheit, hätte man dann nicht die Approche geholt, für so, wir verallgemeinern Kosten, die einfach für so, das Problem ist allgemein dieselbe, dann schon sie auch gemerkt, Rechnung für allgemein, an allgemein kommt nicht zur selben Konklusion. Just für das als Präzision dabei zu sagen, das ist aber ein wichtiges Element eigentlich, das war nicht für heute zu sagen, dass eine Diktatur oder was auch immer, dass das wirklich von der Logik ausgeht, das lag eiser Meinung noch oder Menge Meinung noch oder eiser Meinung noch als an allgemein dieselbe ist,
eben wie gesagt, aus den Argumenten, weil ein komplett regional Approche war, die komplett identisch waren in den 4 Gemengen, dann ist es am Mengen normal, das Resultat auch total ist. Und das ist auch der Fall, weil die 2-3 Kilo Unterschied, das tut mir gar nicht nur zu dienen, wie viele Residenzen an der enger Gemeinde sind und an der anderen. Das ist den Hauptunterschied. Bei den Privatleuten meine ich nicht, dass größte Differenzen sind. Ich meine, du warst ja auch mit mir d'accord, dass lo mehr wie sicher das Risiko wird an die Blut kommt, dass die Leute hier in direkt Soßenzwischen zwischen. Und dann geht dann darum, ob Kosten von den Leuten auf der Gemeinde, die da müssen ansammeln gehen. Und das ist ja dann noch Müll, den Gemeng muss entsorgen, wird dann her nur aber den feinen, den guten Dommen, den sin Pubel richtig behandelt, an das richtige Material draus setzt, geht dann rum auf Kosten von denen. Also ich muss dort selbst reagieren, wie man die Diskussion hatte, wie wir da gefordert haben. Ich meine, du weißt immer so dabei, das war ein von den großen Kranten, die wir da mal gefangen haben, dass man gesagt haben, geht alles an die Böschkeit, geht alles an die öffentliche Pubelligkeit. Das nicht geschieht. Was das geschieht, weiß ich nicht. Das gesehen wir dann, also nicht an einem Muss, dass es ist, dass es ein riesiges Problem gibt. Am öffentlichen Raum wird ein bisschen zugeholt, ja, aber nicht, dass es ist, dass es ein mega Problem gibt. Dafür kommen wir auf und wir gucken, wie die Reaktion ist und dann, wenn dann nicht ist, dann muss ich eventuell reagieren. Aber ich gehe so, komm, wir geben dem mal eine Chance und dann gucken wir, was geschieht. Ich meine, es wäre doch wichtig, also das zu sagen, hätte ich noch vielleicht könnte für 3 Jahre schon eine Adaptation machen. Das lo viele Banker ja mehr im Endeffekt hat man bis well Chance gehabt, weil man am Fungal hätte man schon müssen für 3 Jahre eine Anpassung machen. Da wäre vielleicht manner dramatisch gewesen. Okay, mit das ja auch klar, als ich meine Biopubel, die geht die auch strammer ab, die groß. Du hast ja an sich, wir wollen ja bei man näher wollen wir Klimapakt gemengen an, wir wollen das Leute gern tun mit Streicher mit allem. Und da gibt es ja einen Fungolinien, die Lohn einke bestraft, den ein Guard hat, den viel Streich möchte, der viel für die Tiere, für die Umwelt möchte, weil dann ein groß Pubel braucht. Und wir haben nämlich noch einen anderen Gedankengang, dass ja du hast ja die Container oder Pubel für Glas und für die Papaya. Da gibt es ja einen Fungal, und ich werde richtig gucken. Da wäre es vielleicht sinnvoll, für du auch mal einen Tax drauf zu setzen für die Vidange. Weil du hast ja, auf eine Manier hast ja die Leute, die an den Recyclingcenter fahren, und auf der anderen Manier hast du eben so Leute, die permanent bestellen bei einer Lieferfirma, die wir kennen, die inzwischen dann ihre Karton do, respektiv Leute, die keine Mehrwegflaschen holen, die recyclieren hier Flaschen dann dem Moment am Glas, an der Glaspubel. Und das sind eben Sachen, wo man auch können Überlegungen machen, für das vielleicht teilweise fakturieren und dann Mann auf den Restmüll zu gehen. Also ich gebe vollkommen recht, dass die nächste Kehre muss man die dort Diskussion führen. Natürlich, wenn man ich meine, das Kehre also nach Vertrieb bei mir die Kehre drauf, als der tote sicher eine Diskussion, die muss gefordert gehen. Und da sollte man vielleicht auch gar nicht zu lang werden, für die dort Diskussion zu feiern. Muss man sich ganz differenziert gucken, was da geschieht, weil nicht, dass Leute dann die Country machen und die ein Pubel aufgestellt und normal an die Schweiz gehen. Dafür so nicht. Da ist immer eine Diskussion, die muss ich gut ausdiskutieren und gut zusammen diskutieren. Und das ist sicher, die muss ich zusammen diskutieren mit allen 4 Gemeinden und noch an Nebensitzungen, für da einen Propos zu machen, die raisonabel ist, für das dort mal abzuholen. Ich meine, das ist für die nächste Kehr, wo man, wenn die nächste Adaptation noch steht, und da muss ich noch nicht lang werden, dann kann ich relativ sehr aufhängen, die Diskussion, weil das wird eigentlich sind, die ein bisschen mehr lange Zeit braucht. Du musst ihn am Dialog sind, für die dort Überlegung balanciert zu treffen, für das man dort die richtige Decision hat. Merci. Ich meine, in dem Moment können wir auch Taxen und Betriebe gucken.
Ja, ich meine, ich will aber auch noch ein paar Sachen dazu sagen und ein paar Sachen vielleicht nicht so am Raum stehen lassen. Ich meine, dass wir die Taxe wollen harmonisieren über die Feiergemengen. Das ist nicht immer die Wille für zu harmonisieren. Muss aber schließlich wissen, dass die Feiergemengen schon lange dezidiert tun, die Aufgaben da und ein Syndikat rauszugehen, ne, und das SIAS, und dass da alles zu summen gemacht wird, Müllabfuhr zu summen gemacht, Recyclingcenter zu summen finanziert. Also da sind die Gemengen zu summen engagiert für die Thematik vom Auffaller von der Ressourcen an den Griff zu kriegen. Also fand ich doch nicht mehr logisch, dass ihr noch da auf der Reseite seid, war eben durch Gemengen Gesetzgebung so ging, dass Resetten eben bei der Gemenge sind, und Resetten eben Taxreglement bei der Gemenge definiert, geben das tatsächlich das an den Feiergemengen, die dann da aber zur Summe schaffen, an den Objekt an den Gemenge-Syndikat rausgehen hun. Da wollte ich auch so, dass wir Diskussionen hatten über Tax fix und man die sollen helfen und nicht. Und da war Leute, die gesagt, ja, ich meine so wenig knascht, ich gehe aber gestraft, dadurch muss Restmüll nach mehr bezahlen, kann man lassen die Tax fix sind, aber man kann setzen nicht mehr alles auf den Restmüll. Ne? War da war und da sind ich noch mehr überzeugt, wie dem, was wir darüber diskutiert haben, nicht richtig schwer, weil man ja eben Leute assistieren durch die anderen Servicer, und du gehört zum Beispiel Bioton dabei, für dann auf dem Modell zu gehen, weil für hatte viele andere Leute einen geringen Pubel, ne? Das war noch ein Pubel mehr, nach wo stellen ich die hin, das wollte gehen, wie man bis gesagt, und du kriegst die für nichts, und da kannst du den Kichen, den Kichenhof kreieren, und ganz, ganz viele Leute das gemacht. Ich meine, hun Ball eine Aufdeckung haut von 100% von den Menagen, die dann aber die geringen Poballon, wie schon gesagt habe, ohne geht es ja gar nicht. Und das ist tatsächlich beim Glas, aber am Probaier, ja, da geht nicht auf die Kilo gefahren, aber das ist ja auch Ressourcen, für die wir eine Suche kriegen. Heinz, du hast die Ökonomie schlecht, da geht nicht viel Suchen, das gehe ich ganz ehrlich zu. Aber Heinz, du gehst aber auch da mehr Suchen, Probaier ist zeitweise das Fluktuation Marché, das Heinz so ganz viel wert. An die Rezetten, die fließen ja auch nicht so richtig mal dann. Ne? Mit auch die Rezetten, die gehen Glas an den Probaier. Da muss ich noch sagen, dass wir ja eigentlich gut Schüler sind, alle gut. Weil die Schwarzschof, die hier Sachen an Gebüsch hängen, das ist immer geheim, das ist immer das, was gefragt wird, oder an öffentlichen Spubellen, da gehen doch. Mit das aber nicht ein Phänomen, wo man festgestellt hat, dass es groß gehen ist, dass wir ganz, ganz viel damit geplotzt sind. Wir wissen ganz genau, dass wenn man Großbotsmen und so weiter, wo den Dreck hier können, dass das echt die sind, die auf der Durchfahrt sind, dass das echt Leute sind, die Material kanadisch wo mitschmecken und dann hier Sachen rausgehen, aber nicht die Bürger, die spazieren geht, sondern wenn ich mein Teacher mache, der gar nicht stimuliert wo an einen Heg. Also das Phänomen kann ich so nicht feststellen. Auch bei der Reklamation, ich weiß, dass an Nopisch Gemengen auch immer Diskussionen drin sind, ja, den Deckel hast du zugesperrt, da geht der Nopa mir direkt dran. Kann ihn auf Basis von der Reklamationen nicht so bestätigen als nicht der Fall. Also gehen wir Heinz an der Letzte, dass sich praktisch auf 0 gegen 0 tendiert. Auch die Leute, die immer gesagt haben, dass falsch aufgewirrt, an einen schönen Mann oder Menge Pubel, wie ich verrechnen kriegen, tendiert eigentlich auf 0 als ganz, ganz wenig Reklamationen. Und dann eigentlich die Augmentation, die wir heute tun, die möchte keinem Fried, die möchte also nicht Fried sein, als verteidigt. Und auch das hat der Jean just gesagt, ich meine, das aber darauf hin zurückzuführen, dass wir eben nicht schon gefangen haben und dann leider verpasst und schon ein inzwischen Schritt zu machen. Aber sich bezahlt den das, was die von direkt möchte. Und ich meine, nach eng Möglichkeit für den Restmüll nach Ruf zu kriegen, dass ich nach einkehr beim Abkauf nach mehr gucke, was kaufe ich an, was tue ich für Verpackungsmaterial, wie kann ich mich da anders organisieren. Da kann ich eventuell den Restmüll nach Ruf gehen. Und etwas, was ich noch vergisst, mit der großen Puppe, bei der großen Gärte, ich meine, du hast ja ein bisschen aber der soziale Faktor, Biodiversität, das ist alles tipptopp. Wir gehen aber mal davon aus, dass wenn man die Überlegung, wenn es eine große Gärte ist, hast du doch vielleicht mehr große Portemonnaie wie den kleine Gart huet oder Kegart huet an dëfir war immer gesot, an ass net alles fir neich méi wanns dann en gros Pubel en gros 200 gering Tonnen hues fir se rich ze nennen, dann bezielst du dafir, wann noch dat ausrechen. Also schon noch eng Remork fir an de geringchten Zetter zu fuhren, méi leng steieren op méger Markt, die se schon Medaier wie die gering Pubel me Stuer kacht. Also vun doier ass dat och kin Manto iwwer de hai diskutieren. Voilà, huet nach en andere Flächt froh. Ja. Ich muss vielmals merci Jean für die Präsentation. Also was die Anpassung von den Aufhalttaxe betrifft, sind wir ja auch verstanden, dass die Aufhaltenzürgung kostendeckend soll sein und nicht zulasten von der Kollektivität fallen soll. Wir sind auch verstanden, dass Taxen angepasst müssen gehen. Wir sind nicht auch verstanden, was er da weiß, wie das Anpassung umgesetzt wird.
Hege eng Upassung vum Reglement, die wat de Knei gebrach, oni da wo informéieren, wat wie Kächten op se durchkommen. Kommissioun is sich fir 2 Woche gefrot ginn na wie ofzegin an hatte keng Zeit des richchte mat ze befassen. Mir fand dat Gemeng fir d'éicht eng Informationskampagne fir da wo mache muss an eng Iwergangsfas hun e puermeint ablangen soll. Dat gëtt jo lo den nowen gewur gin notreglech dann awer gemacht, wat mir natürlich da begräessen. Wir hätten doch besser von de Preis gestaffelt gewär mat 50% des Jahr Erhechung an dann 100% eventuell nächst Jahr. Et geht jo darum, de Prinzip vum Payer Pollueur umzusetzen, also de soll bezuelen den Unfall produziert. Wäre dann méi konsequent hauptsächlich die Variabelkachten zu erheichen an de fixe Betrag gar net oder minimal. Das richtig de variable Kilospreis im Reststofffall de get opgesat von 0,9 op 1,7 Euro de Kilo, wat dann bis manner wie 90% das. Mir auch de fixe Kächtepreis für 3 von den 4 Pubellen klemmt vu 36 op 60, wat dann immerhin eng Erhechung vu méi wie 65% das. Dat der Reststofffall und nimmen all 2 Wochen aufgeholget, fand mir en ganz gut Lesung, weil dat weiter Transportkächten erspurt. Mir auch heim muss mal deich en Kommunikation gemacht gin. Mit dat wat uns am meeste steiert, ass dat alt nees keng sozial variabel an all diesen Taxefir gesi sinn. Primen ginn ohne Problem gekürzt, mir bei der Erhechung von Taxe gëtt net die sozial méi Schwachleit gedurcht. An dat das für uns inakzeptabel. Wir frohen dafür eng Informationskampagne für der Umsetzung, eng Übergangsphase mat gestaffelter Erhechung a Sozialtarifer für Familien mit niedrigem Revenu. Merci. Ich mein, jo ganz beantwort gin mir die Informationskampagne war immer 4 gesinn an die Solona immer 4 gesinn an die können man enger flotter Broschür, wo alles dran erklärt, dass de soziale Faktor humoriw Wëndel Subsid wann eng gut Idee huet wie man ernst dëmsetzen Peizettel froh Pubelgeiz kann in alles ma praktisch net dëmsetzbar Pin nie ha eng Proposition kom wie man dat so nupacken und schmengen noch in den kleine Portmonnaie dat alle Rente run sein dreck an so niedrig für mich an zu gucken wat nachheft nachheft für allem du kann den Suchespur wann organisiert schmengen wie gesagt mir sind net der Meinung dass Malonke solle staffeln dann machen wir Problematik verlagern man such ze anderen aber ze einer da dann ersetzt man an eng Rumha diskutieren iw den Preis schmengen das der Preis den man muss appliieren het Gesetz forsiert vor so und schmengen das auch noch immer so dass man wann man net kaschen decken sinn an einer Situation finanziell Situation kann man ja auch nowen adrop leist doch eigentlich net so wirklich so dann man de so net wie einer Projekt zu machen also ich mein dat ganz als ein System den wodrisch an den drinnen wat man verpasst und das für dich dazu machen mir net das man muss machen. Und, ja gut ich meine wann in der Seite sitzt vom Durch Oppositionspolitik möchte da kann der den Haltung sind die du hört wann in der Indianer Seite sitzt dann ich meine das geht jetzt wenn man so muss Indianer einer auch gucken dann kommen mal leider nicht erlernst ich meine das gerechte System das gutes System wir haben viel objektiver du recht an voilà, das eben den Zeitpunkt wo man muss den Preis und wirklich geht oppassen und das machen wir dann ab 9. April an dann gëtt die Informationskampagne dann auch Zeit also ernst gemerkt mir dann so nach Zeit für die dann noch könnt Leute ein Rückfroh stelle was sie frohen hun können noch ein Informationssuchen organisieren das alles kein Thema wir waren noch an den verschiedenen Kommissionen wir waren am Klimateam ich meine noch die und alle aber nicht gesot dass man nicht solle mehr an noch kein neue Elemente mal drauf für wat immer den Umweltkommission net fir schriftlich wie gefrot hat das eben, weil man gesot hun dass jo die feier Gemengen ze summen an eng Kommission so die se so wie Mamet dann schlussendlich mein das soll schon erklärt gin Melosio geschrieben dass da war fir Silo eigentlich aber akzeptabel lassen net voilà, gibt Irin mat Idee ka kommen muss mal vun der Rentation wëssen dats der etëlt man. An da wie doch flott du schw zum Klimateam fir doch flott van Stokins Komposition so vun denen wie dat Klimateam zu summe gesät ass. Englisch von Leute die ste im Internet durch Internet bei der Kommissionen. Dat regional als Klimateam. Dat regional klar den Klimaschaffer von allgemein dran an Klimabüroder.
Nach so nach froh. Kein froh mehr. Dann gebe ich froh, dass wir den nächsten Punkt, dass wir dann die Reglement Tax harmonisieren, aufzustimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Enthalten. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Nee. Tein Serge. Nee. Tyson Paul. Nee. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Jeremy Nora. Enthalen. Merci. Dann haben wir aber noch einen zweiten Punkt, das ist dann die Mise von den Annexen, was zu dem Reglement da gehört, ne, wo da noch Frequenzen draufstehen, wie auf das Meidelmeer gehen. An einer Detailer, das tut ja im Prinzip nicht geändert, außerdem eben, dass man gesagt haben, wir fahren immer alle 2 Wochen Eidelmann, das steht auch am Umweltkalender mal dran. Und da basieren wir uns auch drauf, auf der Moyenne, ich meine, Pubelle gehen 1,8 Mal Eidel gemacht pro Ménage, das ist mir allein unter den 2 Mal. Sodass wir auch davon ausgehen, dass das kein größer Problem gibt. Wenn das aber Probleme gibt, da könnte man da auch nach aufpassen. Ich meine, das nicht, haben wir in der Vergangenheit schon gemerkt, dass nicht, wenn wir das halt so aufstimmen, dass das gar nicht flexibel ist. Ich meine, da kann ich dann immer noch drauf reagieren und das hat der Fournisseur auch bis noch immer ohne Probleme auch gemerkt. Ne? Gehen dazu noch froh. Kein froh, da gibt es auch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Nee. Tein Serge. Nee. Tyson Paul. Nee. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Jeremy Nora. Ja. Merci. Und dann kommen wir noch auf den Windelsubsid. Da war ja auch proposiert, das zu machen. Das hätten wir auch gemacht. Das war die letzte Woche, wenn ich mich spät gemacht habe. Und da ist ja der Betrag bis gewesen 120 € pro Jahr. Und die gingen wir da proposieren zu hier auf 220 € pro Jahr. Bis Kant an 2 Jahre hat. Und ich meine, was da auch noch dran sind, auch andere Personen, die an der Problematik dran sind, die müssen dann ein Zertifikat bringen und dann gehen die da auch konsideriert. In dem Sinne wird dann im Reglement auch nicht geändert. Gehen dazu nach froh. Ja, Serge. Kannst du das vielleicht so, für wem das Proposition gut, für wem das eine Proposition gut für so umzusetzen? Weil der hat das nicht geplant, ja. Doch, wir hatten das geplant. Okay. Man hat geplant, die Leschke war da doch 6 Monate bestimmt, mir spät gestimmt, genau, hat schon der Berger auch noch mal beteiligt. Gut, so ist kein Frohen. Dann geben wir auch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tai Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Jeremy Nora. Ja. Merci. Und dann gehen wir bei dem Budget. Voilà, ich meine, das ist ein drittes Budget, den wir an der Konstellation präsentiert haben. Und ich würde immer heute diskutieren. Ich meine, das ist der nächste Budget auch für ein Emprunt dafür gesehen ist. Muss man da gucken, ob man den zeigen müssen oder nicht. Das wird 2026 so. Und ich meine, tun schon ganz viele Leute an dem Budget geschafft. Ich gebe dem Serge einfach nicht gehen. Musst du eine Anleitung anschrift. Merci. Ich wollte just immer zur Diskussion kommen, 2 Präzisionen gehen. Ich meine, das hat auch an der Mail erwähnt, die dran dich geschickt wird. Wir haben 2, 3 Änderungen am Budget 4 geholt. Das war am Anfang bedenkt, dass man an einem Posten, und das war die von dem Reaménagement von der Rue de Luxembourg, entre Chasse gewann. Du waren nach Rechnungen gekommen, weil du verschiedene Entrepreneuren hier ja, die Indexation von den Preisen nach gemacht und dann haben wir gemerkt, dass wir da nicht genug so viel gesehen haben, für die Projekte aufzuschließen. Dafür haben wir den Monat müssen absetzen von 290.000 € auf 390.000 € am Budget rektiv 2025. Dann haben wir auch profitiert für den Frais de Jumelage, 3.000 € abzusetzen. Und dann haben wir auch noch für 2026, nachdem wir heute die Taxreglement hier gestimmt haben, den Monat von der Recette ordinäre beim Service da laufen wir von 550.000 € ab 650.000 € abgesagt. Voilà. Das hat am Fahrdenkant keinen großen Impact auf die Gesamtzöllen. Also wir bleiben nach plus minus immer bei dem Boni für 2026 von rund 500.000 €, den wir auch 4 gestaltet haben. Voilà. Ich wollte schon die Präzision beginnen, weil das Änderungen sind, die par rapport zum Budget waren, die für 2 Wochen 4 gestaltet sind. Und dann, meine ich, guckt man wie von der Finanzkommission, den kann 4 gestaltet gehen.
Los von zurückkommen. Ich ging an en profitieren Jean oder dir en Merci fir d Präsentationun fir den Erbeg dann ziemlich von anzölt. Du dirst natürlich gerne bleiwen grösse Merci. Ja. Voilà, Lust, du musst auch de Mikro hole. Wann ich klift, dat se Leiit derbausen Joch heieren. Merci. Ja, guten Abend alle go. Also just ganz kurz, weil die huet nach viel Programm an der krit noch viel Diskussionen. E pu wie dazu ma wie vun der Finanzkommission betreffend de Volet financier vum Budget 2026. Also wat den ordinäre Budget 2026 ugeht, suiveiert Finanzkommission eng gewissen Idee fir zu gucken, ob eventuellement Möglichkeit besteht, verschiedene méi gros Negativposten, die ich lo net all will nimme mir kennen se, die am Budget drastehen, zu reduzieren, entweder mat méi hegen Monton oder mat neieres hätten oder eventuell mat eng gewissene Senke vun Depensen oni Evalo irgendwie an sozial oder so ranzugoen. Geht ha just de finanziellen Aspekt vun enger Affaire. Beim Budget extraordinär begréist Finanzkommission de wëllen an noch de Courage muss so vum Schäferrot mé auch vum ganze Gemengerot hai, och van der net immer all enger Menung sieht, d'Investitionen ganz heich ze hellen, fir das ons Bierger an der Gemeng an och die zukünftige Generationen modern, funktionell an durabel Infrastrukturen zur Verfügung stehen, och van dat bedeit, wann e Loser muss an eng Verschuldung goen. Finanzkommission ass ewer der Meinung, dass eng rigoreus Methodologie an Plas muss gesät gin, fir an Zukunft och die Budgeten, die da stimmt, zu respektieren. Wir wissen all, dat do Fall an Kur ass den net gut ausgangen ass Finanzen gin. Am Fall, wo signifikativ Depassementer zu erwerde sinn, as d Finanzkommission der Meinung, dass eng professionell Analyse gemerk muss gin, für den besten Equiliber zwischen de Contrainte financière, den Exigence ökologique an dem Objektiv durable zu fannen. Das ist nicht immer einfach, aber alles ist machbar. Die Finanzkommission gibt dann einen positiven Avis zum Budget Rektifikativ 2025 an Budget 2026. So den Noven doch ein großes Merci an alle Member von der Finanzkommission für den Dach exzellenten Austausch an der ganz kurzer Zeit, die wir kreieren, 5,5 schafft ich. Ein grosses Merci an all die Leute, die mitgewirkt haben in diesem Budget. So nicht all Merci für die Nolauusteren. Ich wünsche Ihnen schön und friedlich Feiertag. Merci. Bis zur Freude im Christmarkt. Merci, Luz. Also in den 5,5 D können wir eigentlich nicht schaffen. Wir können am Vierfeld das Planning festlegen, dass du mehr Zeit kriegst, ich meine, da das von Stank. Okay. Wie gehen wir uns rund? Wie willst du fangen? Hey, John Marion. Merci für. Merci für die Zeit. Du gefangen, der Mensch hat Rollo. Herr Bürgermeister, Member des Chefs von der Gemeinderat lief alle gut. Und der erste Gemeinderatssitzung hat das Budget 2026 ausführlich präsentiert gehen. Und als LSAP-Vertreter im Gemeinderat will ich dann noch pure Bemerkungen zu diesem Budget machen. Als allererst will ich aber dem Chefrat, wie alle Mitarbeiter, merci so für die Abstellung von diesem wichtigsten Budget, die klar das Resultat von einer responsabler Politik ist. Aber der Analyse vom Budget gesagt, dass du weiter möchtest, wo in 2025 abgehalten wird, punktuell und gezielt investieren. Ein Budget, den aber ambitiös ist, an einem großen Investitionsprogramm am extraordinär viel gesagt. Und nachdem alle Umweltgenehmigungen da sind, kann ich mit den Projekten wie die Rechtschreibzone an der Hauptstraße zu Minzburg, die nächste Phase vom neuen Dorfkehr an der Schule beim Campus definitiv gehen. Andere große Bauprojekte wie das Ressourcencenter vom SIAS an die neue Kaserne vom CGDs, wenn wir die rauspicken, können eventuell Ende 2026 auch noch ein Bauphase gehen. Pur Chantier werden schon am Frühjahr 2026 starten, ansonsten auf der Hauptstraße zu einer komplizierten Verkehrssituation und Belastung führen. Und dafür ist bei den Anwohnern, Automobilisten, Fußgänger noch Geschäftsleute Geduld, aber verstehst du mich verlangt. Mit Geduld, aber verstehst du mich, werden sie Stürme bezahlt machen, wenn Straßeninfrastruktur an der ganzen Ausbau von Wasser, Aufwasser und Rehwasser bis
realisiert sind, a méi bret Trottoir méi Sicherheit garantieren auch für die betroffenen Anwohner nächst méi Lebensqualität opkennt. Proper Trinkwasser als ein soziales Grundrecht an eng Obligation von der Gemeinde. Dafür geht auch weiter an Modernisation, Qualität und Sicherheit von unserem Trinkwasser, Riso, Wasserspeicher und Quellen investiert. Die Analyse von diesem Budget weist auch klar, dass die Natur, die Umwelt und die Ressourcen schonen, weiter dem Schafferrot Herz leihen. Und definitiv Ziele sind, was neben den verschiedenen Monitoren am Externär auch die Subsid für nachhaltige Entwicklung und Anpassung und das Klimachangement für die Bürger beweist. Beim Thema Dus Mobilität gehen es gut Nachrichten. Am Velosweg Minsk-Bagab bis an die Aktivitätszone Siedal müsste 2026 auch losgehen, wann ein habitatbezogenes Monitoring als am Frühjahr gering Lot geht. Dadurch können nicht Fußgänger und Velosfahrer aus der Gegend, mehr auch Betriebe aus dem Park d'Avité Siedal profitieren. Weil die Vereine das Fundament von unserer gesellschaftlichen Leben an der Gemeinde sind, waren in anderem schon Vereinssubsidien 2025 erhöht gehen und es geht weiter an Clip an hier Gebäudeketen investiert. Wenn man als Gemeng Schütter moderat wurden, also ein Weitsicht nicht nur an der Finanz gefragt, mir auch bei großen Gemengenprojekten. Das Gemeng muss viel suchen an der Grabpolen für Projekte zu realisieren, als gewusst, und manchmal leider viel mehr wie geplant. Beim Gebäude wie dem Café Schütterstuf, so wie später auch die Familienhaus innen drinnen, möchte Sinn, das zu kaufen. Eine Brasserie als die Belebung von der Platz ganz wichtig, erschafft uns auch mehr Freiraum für neue Kulturcenter, für die neue Kulturcenter. Investitionen sind nötig, für zeitgemäß, sicher, nachhaltig und Zukunft zu investieren. Der Plan pluriannuell für die Jahre 2026 bis 2029 wird dabei ein wichtiger Notiz für das Investitionsprogramm ACUR an einem neuen Term zu gerieren, an dem man auch die finanziellen Belastungen steuern kann. Weiche sind dummer gestaltet für die Zukunft und uns Gemengeverantwortlich gehen sich mit diesem Budget mehr für die nötige Herausforderungen zu meistern. Den Anwohnern gehen so an alle Bereiche die nötigen Infrastrukturen bereitgestellt, für das Hitfrieden und noch für das Hitfrieden und das quält durch Alters- und Sozialschichten sich zu schützen, obwohl an daheim fehlt. Für die LSAP sind alle wichtigen Themen an diesem Budget 2026 enthalten. Als Aufschluss will ich aber auch dem Gemengepersonal für gut Arbeit Merci sagen. Sie den dänische Service und den Gemeng assurieren an den Pferde springen, wie die heisch unzählige komplexen und große Projekte eventuell administrativen, finanziellen und auch technischen Bereich zu begleiten, respektiv umzusetzen. Merci für die Nullausströmen und ich wünsche jedem mal dich, auch schon oder auch die am Publikum, wie auch die Leute draußen, schön, aber sinnlich, christlich und gute Rutsch an euch. Merci. Merci Jean-Marie. Wen will als nächsten? Vielleicht Schotterbirsch oder die Gring und Stift. Merci. Also wir werden uns aufwählen, wie wir da Donner all Jahres gemacht haben. Schönen guten Abend auch von unserer Seite. Also ganz große Merci gegen den Schäferrot, natürlich den Altbeamten für die Energie und Zeit, diese gebrauchte für die Abstellung vom Budget. Auch der Finanzkommission so mal große Merci für ihr pertinenten Avis. Wir wollten aber fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir nächstes Jahr Dokumente vom Budget ein bisschen echter kriegen. Wenn das Budget einmal präsentiert ist, müsste es auch möglich sein, einen Tag drauf zu kriegen und nicht nach weiter 4 Tagen drauf zu warten. Wir müssen auch schließlich sowohl auf das Budget wie auch auf die Gemengeratssitzung, die wir auch immer schon eine Woche am Voraus präparieren können. Für Leute, die arbeiten und nehmen noch mitten an der Woche Congé Politik haben, geht das sehr sportlich. Wir sagen nicht merci, wenn die das für nächstes Jahr zu Herzen holen. Während der Budgetsrede kriegt ein Gefühl, dass der Schäferrot sich schwer tut, mit moderatem Wachstum für seine Anwohner zu leben. Wie schon an den 4. Budgetsreden, also auch das Jahr ist betont gehen, wie diese moderate Wachstum sich negativ auf den Anteil auswirkt, den Gemeinde über die Fondsdotation global der Kommunen kriegt, weil da hauptsächlich die Anwohnerzahl an Kont geholt wird. Dadurch schenkt der Schäferrot sich durch diesen echten moderaten Zuwachs echter benötigt zu spüren und sich vielleicht ein mehr starkes Wachstum über die 1,7% herauswünscht. Wir wollen unterstreichen, dass das gegen das allgemeine Wohlbefinden auf ihren allem gegen die Wille von den Bürgern geht. Dafür hoffen wir, dass das just ein Eindruck ist, den so wird bleiben und dass wir uns keine weitere Sorge müssen darüber machen. Ich gehe den Mann Marit Wort. Was uns auch sorgen möchte, als das später für ganz viele junge Familien immer mehr unbezahlbar geht.
Wir haben zwar abordable Wohnungen für Leute, die finanziell nicht gut drauf sind, aber sonst gehen hauptsächlich Häuser und Appartementen gebaut. Junge Leute, die allen zwei arbeiten gehen, verdienen häufig zu viel für eine abordable Wohnung zu lohnen oder zu kaufen, aber gleichzeitig zu wenig für ein Appartement oder Haus. So haben sie an unserer Gemeinde bald keine Chance mehr, sich hier an Leben zu etablieren. Dazu kommt, dass Häuser, die sich noch keine leisten, immer mehr DAX aufgerappt und durch neue Residenzen mit teuren Appartementen ersetzt gehen. Das drückt Preise nach weiter an die Luft und drängt Junge und Familien immer mehr nach draußen. Für eine lebendige und dynamische Gemeinde als eine gesunde soziale Mischung unentbehrlich. Nur so können wir sicherstellen, dass Schütter auch in Zukunft eine Gemeinde bleibt, an der alle Generationen als Sozialgruppe Platz finden. Es ist dafür wichtig, gezielt Maßnahmen zu holen, um zu vermeiden, dass Schütter sich zu enger Schlafstadt entwickelt. Maßnahmen, die mehr an diesem Budget leider vermissen. An dem Kader begrüßen wir aber den Plan für eine moderne Senioreninfrastruktur. Die Leute können an der Gemeinde bleiben und Häuser gehen so frei für Jungfamilien, was sie eben nicht aufgehabt gehen, für Residenzen zu bauen. Was Sozialpolitik betrifft, kann ich resümieren. Es gibt selektiv Entlastungen, mehr Belastungen für viele Haushalte. Es gibt im sozialen Bereich eine Reihe positiver Elemente. Die Gemeinde investiert an Maison Relais, Crèche, Musikschule, Jugendeinrichtungen, an der Stadt überhält auch einen großen Teil von den Kosten. Das ermöglicht ein gutes Service für die Familien, ohne dass alles direkt über die Lokalsteuern und Taxen finanziert wird. Auch die Erhöhung von den Vereinssubsidien und die Unterstützung von den Scouten, dem Jugendhaus und Sportvereinen drohen zu einem reichen sozialen Leben und Integration bei. Gleichzeitig sehen wir verschärft Sozialschwachstellen. Die Reduktion von der Allokation de vie chère an der Energiepreis von 100% auf 50% ab 2026 trifft genau die vulnerablen Haushalte, die unter steigenden Energiepreisen und Lebenskosten leiden. Zur selben Zeit gehen Taxen am Auffallbereich an Teilbereiche von der Wasserversorgung herabgesetzt, ohne Sozialstaffelungen nur Akkommes oder Stotgräst. Das führt dazu, dass Klein- und Mittelrevenue proportional mehr belastet gehen, weil das sozialpolitischer Sicht problematisch ist. Hier gäbe eine klar sozial differenzierte Tarifpolitik Sinn machen. Am Budget fehlen uns noch immer die Mittel an eine transparente Programmierung für weitere Aktionen zu den vielen wichtigen Schachten, die die Gemeinde dieses Jahr unterschrieben hat, wie Commune Saint-Tabac, Charte pour l'égalité des chances oder der Plan Jeunesse. Nur symbolische Startschuss, als der Tournoi viel zu ruhig ging. Es fehlen konkrete Etappen, Ziele, Zeitpläne und dazu eine regelmäßige Evaluation und Kommunikation. Hier erwarten wir, dass die ungekündigten Engagementen nicht nur auf Papier stehen bleiben, aber sich am Budget und an den Projekten herumspiegeln und damit für die Bürger sichtbar gehen. Digitalisierungskonzept ist ein begrüßenswert und klimafreundlich Alternativ. Manner Papierverbrauch, mehr Effizienz, mehr sicher Kommunikation. Gleichzeitig darf wir aber nicht vergessen, dass auch Digitalservices Energie verbrauchen. Für hier mehr Transparenz zu schaffen, müssen bei all App, Newsletter und Video eine CO2-Bilanz machen, zumal wo bald alles digital läuft. Ohne so eine Bilanz können digital Offeren sehr zu einem Greenwashing gehen, am Platz zu einer wirklichen Reduktion von den Emissionen zu führen. An all dieser Digitalisierung der wir die Accessibilität für die Leute, die nicht oder nicht mehr wenig digital sind, nicht vergessen. Sie dürfen nicht von essentiellen Informationen aufgeschnitten gehen. Was Paperless Approach angeht, hoffen wir, dass der Chefrat zusammen mit den jeweiligen Parteien bei ihren Events das Jahr am guten Beispiel 4 geht und noch auf die Flyer verzichtet. Digital-Invitationen und Kommunikationsmittel können hier eine konsequente Ergänzung oder Ersatz gehen, wenn die Accessibilität gewährleistet bleibt. Das nämlich soll auch für die Green Events gelten, wo all möglichen Fest von der Gemeinde konsequent umgesetzt automatisch als Green Event organisiert müsste gehen. Was die Energie betrifft, ist begrüßenswert, dass die Gemeinde im Kader vom Klimapakt an den energieeffizienten Mesuren deutlich progressiert. Zum Beispiel durch PV-Anlagen auf quasi all Gemeindegebäude, aber mit einer Reduktion von den Stromkosten um ungefähr 10%. Das weist, dass die Investitionen an erneuerbare Energien an mehr effiziente Infrastrukturen sich lohnen.
Gleichzeitig muss Gemengheim am gute Beispiel 4 gehen, an all Potenzial nutzen für Energie zu spüren. An dem Kontext kennt es sich für nächstes Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr nach Christbelichtung überlegen, ohne die Stimmung an Festlichkeit auseinander zu verlieren. Eine mehr gezielt, mehr effizient und eventuell Zeit- oder Bewegungsmelder gesteuerte Belichtung kann dazu beitragen, zusätzlich Energie zu spüren, an ein deutliches Symbol für verantwortungsvollen Energieverbrauch zu setzen. Gemeng als proprietär von mehr wie 200 Hektar Busch an 33 Hektar Wiesen an Ackerland. Das stellt ein wichtiges Patrimoine und Biodiversität, Natur und wertvolle Rohstoffe dar, die unbedingt müssen erhalten und geschützt gehen, an die wir menschlich noch weiter sollen wissen. Das Flächen sind eine wichtige Ressource für Klimaschutz, Erholung und Naturerfahrung für die Bewohner. Wir begrüßen dafür, dass an eine professionell und nachhaltige Range investiert wird, auch wenn das dementsprechend kostet. Und wir vertrauen darauf, dass unser Förster, der Piet Lacour, mit seiner Equipe sich weiter mit Sorgfalt und Professionalität um uns Bücher kümmert. Die Erweiterung von der Roseraie beim Münster Schloss an die vielfältigen Maßnahmen am Kader vom Naturpakt, wie Insektenhoteller, eine nachhaltige Gestaltung von den Grünflächen oder neue Uppflanzungen, zum Beispiel beim Gesangsbau, verbessern die Attraktivität von und unterstützen Biodiversität an der Gemeinde. Selber Zertifizierung am Naturpakt und Ambition bis 2027 Gold-Zertifizierung zu erreichen, weisen, dass die passenden Strukturen an einen qualitativ hochwertigen Naturschutz da sind. Allerdings darf Biodiversität nicht als Zusatz zu anderen Projekten behandelt gehen, mehr als eine transversale Priorität, die all Plan und all Projekte soll leiden. Beim Ausbau von Straßen, Aktivitätszonen oder Sportinfrastrukturen wie der Zone d'Aktivität Sirdal oder beim neuen Jugendterrain muss froh von der Versicherung von naturnahen Lösungen und von ökologischen Kompensationsmaßnahmen zentral und nicht nur am Rand behandelt gehen. All neue Projekte soll von Anfang und durch die Brille vom Natur- und Klimaschutz gedurcht gehen. Die Schaffung von einem Starkkriegkonzept für Münzburg und Plan, das auf einer Ortschaft von der Gemeinde auszubauen, ist wichtig und notwendig Schritt, gerade im Kontext von lokalen Starkkriegen und Hochwasserrisiken. Auch die Investimente an Trinkwasserreserven, neue Reservoiren an den Hochwasserschutz, den Ersatz vom Wasserbassin in Neuhäuschen, weisen, dass die Gemeinde die Vulnerabilität von der Infrastruktur erkannt wird und darauf reagiert. Aus dieser Sicht geht aber klar, dass die Logik nach immer hauptsächlich technisch und reaktiv bleibt. Nur Probleme wird verstärkt an Infrastrukturen investiert, am Platz flächendeckend auf naturnahen sogenannte Nature-Based Solutions wie Retention, Renaturierung, Entsiegelung zu setzen. Ein gutes Beispiel, wie eine so Retentionsmaßnahme konkret umsetzen kann, hat uns unser Förster, der Piet, bei seiner Präsentation von der Gestion vom Busch gewiesen. So Approchen sollte viel mehr systematisch am ganzen Gemeindegebiet angewandt gehen, von neuen Strassenprojekten über Parking bis hin zur Siedlungsentwicklung. Auf der finanziellen Seite ist das Bild ambivalent. Das ordinäre Budget weist nach immer substanzielle Boni und die Gemeinde hat Reserven und bislang keine Verschuldung. Das ist eine starke Ausgangsposition und lässt eine aktive Investitionspolitik zu, ohne direkt massiv Emprunt müssen abzuholen. Das ist positiv, mit geht gleichzeitig mit einer großen Verantwortung an einer langfristigen Perspektive auseinander. Durch die gestimmten Großprojekte, die lo ab 2026 aufhängen sollen, explodieren die extraordinären Depensen auf über 32 Millionen Euro bei limitierten extraordinären Resetten. Das führt zu einem großen Defizit am extraordinären Budget, sodass ab 2026 Emprunt muss vorgesehen gehen. Das heißt, Investitionen sind zwar nötig und zukunftsorientiert, mit das Dynamik riskiert, ohne mich stark Sozialstaffelungen bei den Taxen und ohne klare Prioritäten, dass die kommenden Generationen Kosten für uns heutige Entscheidungen drohen, die nicht systematisch nach sozial gerechten Kriterien sortiert werden. Dafür freuen wir eine drastische Verstärkung von naturbased Lösungen am Wasser- und Klimawandelschutz mit mehr Retentionsflächen, Renaturierungen und Entsiegelungen am Platz hauptsächlich technische Lösungen, eine sozial gestaffelte Tarifpolitik bei Auffall, Wasser und anderen Grundservices, die Klein- und Mitteleinkommenshaushalte schützt, am Platz gleichmäßig Belastungen auf alle Städte zu verteilen,
eng systematisch Evaluation von den großen Infrastrukturprojekten am Licht von ihrem langfristigen sozialen Mehrwert für zu verhindern, dass Prestigeprojekte auf Kosten von Klima, Biodiversität und sozialem Zusammenhalt finanziert gehen. Merci für das Nullaustern. Wir wünschen natürlich auch schick Fragen rund um den Tisch. Die Heilbannen sind noch, die uns Nullaustern, ganz schön feierlich an der gemütlichen Rutsche nicht Jahr. Merci. Ja, vielmals merci für die Auseinandersetzung mit unserem Budget. Schon mal viel Positives daraus hören. Verschiedenes war nicht so positiv aus, da kann ich Chance und Konklusionen nicht verstehen, aber bon, das ja, dann wie die Sache gesehen, ich meine, was man mal sicher besser macht, nicht so, dass wir das Budget direkt das Beste kommt man durch, dann oder direkt. Bon, ich meine, die Interpretation, dass wir wollen mich stark wissen, die ist falsch. Ich meine, wir wollen nicht mich stark wissen, wir wollen just auch darauf hinweisen, dass das von den Schlüsseln ist, wenn ihr mehr suchen wollt, tun, den haben wir nicht. Wir müssen also einer mehr erfahren, und das ist direkt, meine ich, ein Impact, das, was ihr seht, wir hätten aber gerne mehr soziale Wohnungen, wir hätten gerne heuer mit da, aber wir werden nicht am Budget stehen, das nicht, weil wir keinen wollen machen, sondern das, weil wir einer Wehr sichern, mit anderen Investoren sichern, für das wir die Suche nicht müssen aus der Gemenge Käshöhle für sozialen Wohnraum zu schaffen. Und da gibt es ein Modell. Und da haben wir ganz intensiv darüber geschafft. Und da hoffen wir, dass wir geschwind konkret Lösungen können abweisen. Weil ich meine, wir brauchen nicht mehr das Beispiel zu holen von den Feierhäusern an der Rue des Jardins. Haben wir 3-mal ausgeschrieben. Jetzt sind ein bisschen nachher nicht mehr 2 verkauft. Ne? Also ich meine, das ist aber schwierig. Und die Leute haben halt auch keine Summe für so Projekte zu kaufen. Das ist ein nationalen Problem, die kriegen wir auch lange heute zu schüttern nicht gelöst. Wir können aber mit unserem Meier nämlich Wohnungsraum schaffen, und zwar mehr effikaz, wie wir die Familienhäuser, und dann gucken, dass wir einen Partner finden, für die zu bezahlen. Und ich meine, da schaffen wir, und Gemeinde hat verschiedene Projekte in Materie, wo wir da können schaffen. Ich meine, wir haben noch viel mehr, was das sozial geht, wo Leute sich können Hölle froh, und ich komme darauf zurück, ob die Lokation, wie ich die mir aufgesagt habe, weil das einfach auch sozial Ungerechtigkeit beifeiert. Ne? Da sind die jungen Leute, die kriegen da ganz viel geholfen von der Gemeinde, und den anderen verdient 100 € mehr, und der kriegt da nicht mehr geholfen. Und das war einfach nicht richtig. Und ich meine, wir haben noch viel mehr Leute, die an dem Fall da sind, und die kriegen noch alle gut geholfen. Und ich meine, dafür gibt es noch viel sozial, dafür gibt es eine Hilfe, dafür machen wir ganz viel. Eben noch einer, ich meine, noch nicht prima gefordert für die Verloren, ne? Die war ja eigentlich vom Staat auch aufgeschafft, und wir haben mal gefordert, halt zu schüttern. Und so helfen wir eigentlich ganz viel, ob das bei der Müllabfuhr absolut der richtige Punkt, das haben wir ja schon diskutiert. Ich meine noch alle die Punkte wie die Legalität, wie Kommunen Tabac, das sind alles Sachen, du hast nicht so viel Budget gebraucht, das haben wir auch ordinär viel gesehen, für du auch weiter zu schaffen. Und wir werden noch nächstes Jahr ganz viel an der Sensibilisation schaffen, dann nochmal da sind Employen zu summen, auch Formationen machen, also du lebst trotzdem ganz vieles. Wir werden denke Bilan machen, was auch da alles von Aktivitäten erwährst. Dann Digitalisation, ich meine, da so moralkei, also das ist wichtig, dass man kein ausschließend durch Digitalisation, ne? Ich meine, die Leute sollen mehr einfache Services kommen, sollen den administrativen Teil vereinfacht kriegen, und das funktioniert ja auch zum Teil ganz gut. Ich meine, viele Sachen auch noch, da sind welke Rendezvous froh für an Population zu kommen, der Gemeinde die ganz gut ugeholt wird, wo viele Leute von der Gebrauch machen, an das also eben wie man haut funktionieren. Wir denken immer auch Leute, die davon an die Nummer nicht ins gehen, und kann ich immer sich auch direkt und Gemeinde wenden, an der Kirche geholfen. Da werden wir auch noch eine Person noch definieren, wo vielleicht speziell auch eher Leute hilft bei den administrativen Demarchen. Dann Green Event, meine ich, als Eventer sind Green Event, wir frohen nicht immer formal weil heinst du Humor über verschiedene Sachen gehandhabt, weil eben das Fest für 35 Jahre Partnerschaft mit Siegelsbach, wo die Vereine zum Teil dann hier Offer gemacht haben, und da sind dann nicht 100% sicher, aus das so wie mir als das vorstellen, also nicht so sicher, aber im Prinzip sind ja alle als Eventer, alle können ein Event gekriegt gemacht, als Green Event, wo das top equipiert, für so bald wie möglich Offer zu machen. Wir haben dann also im Eventblock Mobilität mit dran, als immer ein Sujet, an alles, was zu einem Green Event gehört, respektieren wir auch. Dann
Oma als Krchbelichtung bon, Haifi unter dir ganz liich méi man den awer de Krchmer das mé den Nerver dat et passen, die as iwwer Zeit gesteuert hat as iwwer also de henken iwwer minuterieren run an die geht Stonnen aus an noch nëmmen nun wann Deichtras die öffentlichen Eklarpublik henken die gin iwwer den Eklarpublik gesteuert méi spengen dass man mat der Krchbelichtung awer du och guten Equiliber von tun an net iwwerdriven hunn alles wat Biodiversitéit hun ass beschäftigt auch ganz viel an Projekten do mir auch dann drüber hun an Schmengen noch dass man do net op dem technischen Niveau inwesen das net richtig ass méi dass man viel Umsetzung werden do auch 2020 mal rich merken wat auch an dem Thema Renaturierung wo man lo eigentlich Jore lang do Stillstand hatten awer lo Projekt könne man grosse Projekt matasier wo sie dann effektiv retenturiert gëtt op iwwer eng Kilometer Projekt iwwer eng Millioun Euro den dann awer 2026 definitiv umgesat gëtt. Voilà, dat war mo die Stöch die Dirch mal opgeschrieben hat menggen dus runnner Sachen opgeschrieben Zerschnecket fir. Ja schon doch nach kurz op 3 Sachen nu und schmengen dicht an mengegem Nummer noch von DP vertrete mensch so am Wustum schmengen du hast wirklich dann ein große Malentendu also mir stehen alle Leute ganz klar zu dem moderate Wustum an ja und das aber richtig mir steieren als run dat den FDGC ganz länger op dem oder ganz lang oder ganz hauptsächlich op dem Kriter von der Population berechnet gëtten, dat bedeutet als Gemeng und dufir steiert dat is an dufir betonen man darum, dat dat den Nodeel als Gemengers an dat man am Fong am nächsten hätten, dat den Minister dat gewenker berücksichtige, weil mir sind der Meinung, dat de muss eng feizigchte Planung hunn, wo en Wurst huet vu senger Bevölkerung schmengen. Wir muss Wursten an diesem Land méi wir muss so wursten, dat als Infrastrukture können matwursten an dat man dat könne finanzieren an das den Ausgangspunkt von unseren Überlegungen, die man in dem Sinn feiern. Ich meine, Sozialpolitik wollte schon auch das bisschen wie die Claude schon gesagt hat, das nicht möglich, technisch oder vom Arbeitsopfer hier für alle Einzeltax, die ihn hört, ob eine soziale gestaffelte Mesure zu machen. Ich meine, wir haben die Achsen, ob die Informationen und nicht ob die Donnie für bei den Leuten alles nur zu fragen, wen in einer sozialen Kategorie gefallen. Also weil das fortschmengen, der das eine Regierung hat, die Moyen, sich gut schon mal neu Moyen, schmengen den neuen Plan national gegen da, wo das vier gestaltet gehen, du sind noch zusätzliche Mesure vier gesehen. Ich meine, prime Energie als auch erhöht gehen, das kann man auch darüber jetzt. Das sind eben Moyen, wo der Staat muss intervenieren, für die sozial Schwachen zu unterstützen, für die Preissteirischen, die überall gibt. An déi eben noch als eng legale Kader eng nationale Kader kommen. Ich meine de Polypéier ass do, dats net dat mir dat wëllen aféieren, dat steet am Gesetz, dat muss appliéiert gin, an da muss mir dat doch ëmsetzen. An dann as dem Eisermen no Staat fir ze kucken, wo sinn die sozial schwach, aéi eng sozial punktuelle Mesure mussssen afordert gin, fir dat ofzefirren. Ich meine, dann ist es zu den Punkten eine App, CO2-Bilanz bei einer App, Green Eventer, da gehe ich einfach so, und das ist auch besser, wie die Klug gesagt hat. Ich meine, als die Eventer sind alle guten Green Events oder zu 95% Green Events von Hans selbst nicht komplett, das mit den Dingen, das immer, da ist ein ganz bürokratischen Aufwand drin, auch für die Green Event umzufreuen. Ich meine, da sind ganz viele Paparassen, da sind ganz viele Delay, Kontrollen, die noch müssen gemacht werden. Das ist ein ganz Aufwand, den Zeit, Energie und auch Geld kostet, für dann die Label zu holen, obwohl es am Anfang ja durchgeht von der Umwelt hier, dass man nicht einfach die Event, also nur halt möglich organisieren und all die Kriterien erfüllen und dann auch wenn man das Label nicht tun, Menschen sind als Event aber ganz nachhaltig. Und dann noch die Diskussion von CO2-Bilanzen, ich meine, auch da muss ich immer ein bisschen Kosten-Nutzung gucken. Was möchte Sinn, was möchte nicht Sinn. Ich meine, bei den großen Infrastrukturprojekten sind wir viel am Gang zu diskutieren, immer, wie viel Nachhaltigkeit machen wir. Wir machen so viel Nachhaltigkeit wie möglich. Wir müssen aber auch gucken, wie viel Ansprüche kann bringen die Lösungen, was möchte Sinn, was möchte man Sinn, welche Solutionen soll ich gehen. Das ist die Niveau, und dann denke ich, dass der doch bei der Nachhaltigkeit, ich meine, wir kommen immer mehr am Streck auf der Low-Tech, und dann neue Gebäude, ich meine, wir waren in einer Phase, wo ich Frage gesagt habe, wir müssen die letzte Technologie, wo am meisten Energie kann angespült gehen, also weiter an ein Gebäude setzen, und dann haben wir noch enorm Folgekosten, und heute sind wir rum, bei verschiedenen Projekten gesagt, aber rum, dass man den Begriff vom Low-Tech rum kennt, und auch das ist eine Philosophie, die wir wollen als Projekt ansetzen, für so mehr nachhaltige Projekte zu realisieren. Und da vielleicht noch ein Punkt am Platz, so da bisschen immer technische Lösungen beim Wasser, so weiter, das fort so die Nature-Based Solutions zu wählen. Ich meine, dass wir die Claude sagt, wir sind das Projekt am Gang von der Renaturierung, wir sind auch am Gang für weitere Terrain abzukaufen, für so Projekte umzusetzen. Mit das ist natürlich klar, an der Straße für ein Trendsystem zu kreieren, für neue Rehwasserachsen zu legen, das sind
Solutionen, die können just an der Stroß umgesetzt gehen, die können just über technische Lesungen gesteuert gehen. Du kommen man nicht lernst, mir finde recht mir op für Lesungen die Meno bei der Natur sind umzusetzen. De facto muss ich am Bestand einfach schaffen und das sind eben die technischen Lesungen, die da müssen umgesetzt gehen. Voilà. Voilà, wen will das 6 Wort? Ja, merci für die Frage. Lief alle Guten, die letzte Gemeinderatssitzung für das Jahr, sie hat das auf der Tele, auf den sozialen Medien oder hier am Saal als drei Publikum, was immer bei uns ist. Wir werden das Jahr nicht so intensiv und nicht so tief an die Artikel und Chiffren vom Budget gehen, die an der letzten Sitzung vom Gemeinderat präsentiert wurden. Wir gehen nicht darauf, dass sozial, dann kulturell an das Vereinsleben von unserer Gemeinde. Natürlich haben wir auch das Budget analysiert, aber werden noch ein paar Wörter darüber verlieren. Wir wollen aber auch schon vorausschicken, dass wir das Budget 2026 das Jahr auch drohen und unterstützen. Wir sagen dem Chefrat auch merci für die Vorstellung vom Budget an der letzten Sitzung des 26. November, die par rapport zu den Jahren vordrun just einen kleinen Überschuss nach am Budget hat mit 482.000 €. Das natürlich bedingt durch, weil lo die Großprojekte, die schon in der letzten Legislaturperiode zusammen mit als Bürgerinnen an dem Gemeindepersonal ausgeschafft gesehen, lo endlich realisiert gehen. Leider verschiedene mit dickem Retard, ich denke doch speziell und 30er Vitazzone, für um Campus, bei der ob mans die erste Phase lo schon nicht aufgeschlossen sind. Durch als Verständnis auf Vorsicht Finanzpolitik über die letzten Jahre, als Gemeinde an eine exzellente finanzielle Situation, so dass wir Zukunft kein weiter finanzielle Probleme oder für Zukunft kein weiter finanzielle Probleme gesehen. Budgeten, die kommenden Jahre werden mit einem gesunden, extraordinären Mali aufschließen. Genauso wie wir das an der letzten Legislaturperiode an der PPF schon vorausgesehen hatten, auch chiffriert hatten. Die erinnert sich noch vielleicht an die Reaktion von der damaligen Opposition, die haut am Chefrat sitzen, und nicht das umsetzen, was wir vorausgesucht hatten. Wir reagieren aber nicht so wie Sie, weil wir wollen oder wir wissen, dass Politiker heute zu schütten schon während Jahren eine Finanzpolitik gemacht haben, die zukunftsorientiert war und noch nach immer ist, wie sich das heute weist, mit vielem Success. Am Budget gesagt, dass als Vereine weiter substanziell mit Subsidien unterstützt gehen. Aber ich kann Ihnen aber nur so ein Geld als nicht alles. Wenn ihr guckt, wie das Vereinsleben an unserer Gemeinde an den letzten 2 Jahren und Zulauf verloren hat, und Klipp mittlerweile daran denken, für Männeraktivitäten oder keine Manifestationen mit zu organisieren, weil keine Leute mehr auf ihr Feste kommen, dann ist es vielleicht in der Höchstzeit, für sich Fragen zu stellen. Als das nicht auch teilweise ein Zeichen, dass die aktuelle Richtung, die mir angeschlagen hat, für um eine paperless Informationspolitik zu gehen, nicht die einzig richtig ist. Bringt das besollte Aktivitäten auf Fester an einem monatlichen Eventblock zu publizieren oder zu regruppieren, wo von Gimmicks an Avataren die wesentlichsten Informationen mal nicht mehr auf den nächsten Blick findet. Soll in das Kommunikationspolitik nicht unbedingt mal überdenken. Es dürfte ja schon mit Sicherheit nicht entgangen sein, wie viele Vereine das Welt schon auf den Weg gehen, für ihre Flyer selber zu drücken und die an dürft zu verteilen. Wir motivieren den Chefrat am Kontext von der Möglichkeit vom Budget 2026 dem entgegenzusteuern. So ist die Geschwindigkeit, die flotzt an neue Infrastrukturen hier an der Gemeinde, allerdings ohne Leben, ohne Vereinsleben. Bei den neuen Infrastrukturen denken wir doch speziell an den Dorfkehr, wo den Avantprojet
definitiv 400 Summer Vakanz mat de Gegenstimme vun den Schëtterbierger gestimmt gin ass. Die echt Phase vum Projekt soll Jolo ernstcht ausgefauerert gin, fir Bierger an Politiker dat initial mat dem Laureat vum neuen Dörfkehr de gewählt ginnners wollten. Hauptsächlich geht es den ënnersche Park ging, den Lo net mi so am Avant-Projekt definitiv rumzufallen ass, an dat aus umwelttechnischen Ursachen. Op Lützeburgch wennst en anderem dem Bodemaushub de gemerk gin ass, an de wäsch gefordert muss gin. Tja, op Bemol Bodemaushub waren dort Politiker an Politikerinnen, demos net am Jury an die haut doch nach Heirunde durchsetzen. Waren sie sich dat demos net bewusst oder wie muss in der stünterliche Sinneswandel do verstoren? An dat umso méi wo man all der gesinn, wo Privatpromoteuren riesig Lächer wollen, an ein Maximum of Wohnunitäten op ihr Terrain, für ein Maximum von Wohnunitäten op ihr Terrain zu kreieren. Das Scoutschalet, als eng von den Infrastrukturen, die aufgerat an neu gebaut muss gehen. Was mir als Schötterbierger zu 100% unterstützen. Wir identifizieren uns aber keinesfalls mit der Decision vom Chefrot betreffend Club des Jeunes von Schötter, die Zentner mehr wie 40 Jahre hier Boot hatten, an der sie unabhängig von anderen konnten hier Aktivitäten nachgehen. Weil Herr Bürgermeister hat dafür gesagt, dass sie Lorem am Gang sind, mit den Schwätzen. Das sieht aus, wie wenn der Chefrot zurückrudern an dem Kontext. Chefrot hat wohl Reunionen mit dem Komitee vom Club. Wir hat aber hier über die Käbewäsch dezidiert, und sie sollen Lohheimlichkeiten am Keller vom neuen Gemeindegebäude kreieren. Ein Architekt will so, nee, das ist kein Keller, natürlich, das ist Redjardin. Egal wie es genannt wird. Die Jungen sind gut nicht so d'accord, da man da entgegen von dem, was ja für drun vom Bürgermeister, vom Chefrot sich am Publikum geäußert hat. Ich komme lo, das was lo für Druck gesagt hinaus, bringt dem Ganzen lo schon eine andere Situation. Aber ich denke, hier muss egal wie Konsens von gehen, zusammen am Club der Jeunes Schötter, und nicht über die Cap dezidiert gehen. Es gibt genug Plätze am Dorfkehr, wo sie eine unabhängige Struktur am Stil von einer Boot abrichten können. Weil das ja anscheinend, ihr Boot kann ja anscheinend nicht mehr saniert gehen. Die Jungen, Zukunft von unserer Gemeinde, sollen gleichberechtigt behandelt gehen wie alle anderen Vereine aus der Gemeinde. Voilà. Ich gehe dann noch das Mikro weiter und den Pol. Merci. Als alle Guten rund um den Tisch ist bewusst, dass durch die Großprojekte, die 2026 aufhängen, einen anderen finanziellen Ausgangspunkt wird gemein könnt. Und mir vielleicht besser daten, die für Nice-to-have-Projekte zurückzusetzen, anstatt die kurzfristig zu realisieren. Wir denken da an die Sanierung vom alten Syndikatsbau von der Pumpschiene an der Rue du Château für 750.000 €. Wir haben schon letztes Jahr bei der Budgetpräsentation gesagt, dass wir hier immer 340 Millionen € investieren. Ein klares Konzept müssen das schon. Wir können all die dedikat Verkehrs- und Parksituationen auf dieser Platz. Aber wir wären weiterhin der Meinung, dass das sollte Ursache genug sein, für nicht eine Infrastruktur umzumodellieren, die dann nach mehr Trafik auf der Platz generiert. Energetische Sanierungen machen ja auch schon Sinn. Allerdings 700.000 € investieren für die Tür und Haus zu sanieren, obwohl sie selber auf ihren eigenen Initiativ hin die Räumlichkeit der Bahn schon selber renoviert oder frisch gemacht haben, als sei vielleicht eine falsche Überlegung. Was den Supersenior betrifft, muss ich ganz klar feststellen, dass das Decision an der Gemeinde, an der
einziger Anwohnerin, die sich bereit erklärt hat und die Kriterien entsprach hat, für das zu machen, just Freien generiert. Wie auch schenkt, geht zu schütter kein Demandeur für den Supersenior. Bei der Krieg hat ihr mehr Rezepte wie Depensen. Könnt ihr es dafür vielleicht den Grund nennen? Für am Campus zu bleiben, bei der Sous-Traitance Service Edukativ als Montant von knapp über 1 Million Euro für 2025 notiert, die ja außergewöhnlich hoch war, kennt ihr als von Stift so, wodurch die schon mehr abgegangen ist. Wir erinnern uns nicht mehr so an die Ursache. Der 26. Februar des Jahres hat er an der Gemeinderatssitzung Kürzen von der Subvention bei der Gemeinde, bei den Allocations oder wie Share besteuert von 100 auf 50% raufgesetzt, trotz Gegenstimme von Schütter Birger an den Geringen von Schütter. Am Budget 2026 hat ihr 100.000 Euro für die Allokation und durch das Kürzen 70.000 Euro spurt ihr 3,1% bei den ordinären Ausgaben von insgesamt 20,2 Millionen. 3,1% Ausgabe gespurt, aber leider auf Kosten von denen, die schon nicht am Sauserbraus leben, für nach ein Kehr daran zu erinnern, das ist bekanntlich ein Zuschuss vom Staat, und die Bürger, die ändert einer gewissen Einkommensgrenze leihen, wird berechnet auf Basis von der Zusammenstellung von der Familie. Die 70.000 Euro, die dir auf dieser Platz spurt, geht da bei der Budgetsposition Arbeitshilfe Solona ASBL aus. Es wird von dieser Seite daran erinnert, dass Partizipation Siegere 2025 sich knapp auf 213.000 Euro beläuft wird. Depense für den Entretien von öffentlichen Plätzen und von den Spielplätzen geht dir mehr wie 50%, von 90.000 auf 30.000 Euro. Wie ist die drastische Reduktion von den Kosten zu verstehen? Weil Spielplätze gehen all Jahres kontrolliert, aber kein regelmäßigen Entretien mehr gemacht wird, kann ich es nur noch umso mehr für alles mit neuen Geräten zu ersetzen. Wo wir beim Thema Spielplätze sind, wir hatten schon damit gerechnet, dass Spielplätze an der Urst diese Summe angeweiht gehen, als die fertig. Bei den extraordinären Rezepten am Rektifier sind für 2025 25.000 Euro angedroht für Subsidien vom Staat und für die Mesure vom Klimapakt 50.000 Euro am Rektifier. Könnt ihr euch von Schrift sagen, wie viel Subventionen Gemeinden bezahlt gehen sind für das Jahr? Für bei den extraordinären Rezepten zu bleiben, wir haben gesehen, dass 100.000 Euro Subventionen vom Staat ersetzt für Starkkriegkonzept. Die denkt schon bestimmt drin, für den Gemeinderat konkrete Projekte vorzustellen, wenn wir nächstes Jahr mit der Präsentation rechnen, wo wir die Mesure gesehen, die wir machen will. Des Weiteren setzt ihr bei den extraordinären Rezepten 210.000 Euro an für Terra zu tauschen. Auf der anderen Seite am extraordinären Depense sind 202.000 Euro angedroht für die Kauf von Terra und noch weiter 916.000 Euro auch für die Kauf von Grundstücken. Kann der Gemeinderat von der Stift gewohnt gehen, was es mit diesem Kauf respektive Tausch von Terra auf sich hat. Anfangs von unserer Prise de Position vom Budget 2026 hatten wir schon über das Projekt vom neuen Dörfker geschwärzt. Wir wollen den Chefrat nach ein Kehr dazu motivieren, für bei den 150.000 Euro, die für Planifikation
vom Reaménagement vom neuen Dörfkehr vorgesehen sind, ein kleiner Monat zu reservieren für den Avis von Dresden Sommer über die Änderungen par rapport zum ursprünglichen Projekt zu frohen. Logischerweise, ein Kaste schonen soll, der hat schon die Büro machen, den das ganze Projekt begleitet hat, und nicht in den bei Null muss aufhängen. Was Plan betrifft, die dir am Ende vom dritten Alter realisiert, können wir auch nicht mehr unterstützen. Die reserviert ja dafür schon mal 30.000 € für die Tüte betreffend Realisation von Wohnungen für die älter Leute aus der Gemeinde. Wir schwätzen ja heute über das Projekt, den am Ausgang von Münzbisch entstehen soll. Also die Gemeinde, die entsprechende Tüte mischt, an Familie partizipiert sich drin oder wie soll das gehen? Auch die Neuigkeit, dass dir Gespräche sieht mit dem Service Senioris Cité zu kontern am Kader vom Ausbau Unitäten wird unterstützen mir zu 100%, also die will kaufen. Wir erinnern da an den Plan 55 plus, wo klar vorgegangen ist, dass wir da ein bisschen haben, werden wir auch alle Etüden und Investimenten von diesem Projekt unterstützen. Was den subventionierten Wohnungsbau angeht, sind wir froh, dass er auf der Linie bleibt, und weiterhin zusammen mit dem öffentlichen Träger Wohnungen an der Gemeinde realisiert. Du hast uns ja schon mitgeteilt, dass dir zumindest beim Haus auf der Nummer 162 am Fond de Logement Inski sieht, das können wir nicht mehr unterstützen. Als Sachen Aufwasser geht das Projekt von der neuen Kläranlage Step Evasieren 4 Runden. Ein Rapport von 3 Millionen von unserer Gemeinde war am Voraus zu sehen und als den Teil vom Beitrag von Schütter für die permanente Verschmutzung von der See zu setzen. Könnt ihr uns nach Wanderschrift mitteilen, was der letzte Stand der Dinge betreffend Gesamtkosten von der zukünftigen Kläranlage und Gesamtbeteiligung, was die Gemeinde Schütter betrifft? Wir haben uns an der letzten Legislaturperiode immer dafür angesagt, dass als Personal anständig Räumlichkeiten, Equipment und Gefährer so tun, für dummer da bestmöglich können zu schaffen. Wenn wir aber bei den extraordinären Depensen gesehen, dass die nächstes Jahr eine Botsmaschine kaufen, da stellen wir uns froh. Bislo war das nie ein Thema, mir die sieht das anscheinend ernst. Bislo sind immer der Kauf, den Entretien an Kosten vom Chauffeur mit der Betrüge zu gehen, und durch die Funktionamenskosten wird so Kauf sich als nicht rentabel herausgestellt. Könnt ihr es von nicht gelieft so, ob dir das Berechnung hat, aber dann unter dem Strich rauskommt? Genau, da gebe ich weiterführen. Also für das Projekt von den Reflexionen von den Wasserbassinen wo dir für Neues sind insgesamt 450.000 € vorgesehen und 275.000 € für den von der Bomillen für 2026 angesagt. Haben sie froh zu gesehen, dass dir für allem und dem ganz wichtigen Projekt für Neues gut kommt. Als Sache vom Garantieren von der Wasserversorgung geht es weiter mit dem Unterstützen vom Water Safety Plan. Ich stelle mir als froh, für was du just 20.000 € vorgesehen sind. Optimisiert, zeitgemäß, sicher an die sanitären Reglementationen entsprechend Gebäude und Sportinfrastrukturen sind wichtig für als Bürger und Bürgerinnen, so dass sie ihre Sport ausüben können. Am Projekt op Rota zu übersehen geht ein neues Hit mit Sportinfrastrukturen, die wir mit unterstützen geplant, genauso wie die Sportinfrastrukturen op Bissemt, die schon am Bau sind. Am Budget ist zu sehen, dass die zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten chiffriert sind und auch die Erneuerung für ein Zufahrtsweg, was wir vorher schon geplant hatten. Des Weiteren unterstützen wir den Bau vom Gemengenatelier op Rotat zu übersehen, genauso wie den Bau von einer Tennishalle und Tennisterrain für den lokalen Club
obwohl net am Voraus so kann, wéi de Verein des iwwerstoe werd. Wir sind aber auch der Meinung, dass wenn ihr schon ein Hall baut, sollt geguckt gi für Synergien zu finden, a weiter Sportinfrastrukturen zu integrieren, soweit das möglich ist. Wir denken dort zum Beispiel an ein Indoor-Pöttungsterrain beziehungsweise oder zusätzlich dazu noch ein Squash-Terrain. Wir holen damit großer Satisfaktion zur Kenntnis, dass ihr 2,75 Millionen Euro am Budget 2026 angesagt hat, für den Terrain und die Immobilie auf der Kircheplatz zu kaufen. Für die der Gemeinderat an einem Weeklo darüber informiert hat, dass ihr Gespräche mit dem Proprietär hat, für Terrain und Gebäude zu kaufen, wo mir ich zu 100% direkt steigt und ich daran erinnert, wie wichtig das Infrastrukturen zum einen für die Neugestalt vom Turfkehr sind und zum anderen für die gesellschaftliche Modernität zu unterstützen. Die Schütterbierger haben sich viertrum beim Punkt 2.1 vom Ordre du Jour über das neue Taxereglement klar und deutlich ausgedrückt. Dafür gebe ich darüber nicht mehr genau angehen und wird weiter um das Herz gehen. Merci. Immer aufschließen kommen wir aber nach kurz auf eine Position bei den ordinären Ausgaben. Das kann ich schon bald so ein alle so beneid oder wie wir das ja auch kennen, Dinner for One könnt ihr auch alle Jahres. Hier fanden wir dann eine Position vom Botzen von den Gebäuden über 66.000 Euro. Da stellen wir uns vor, als nächstes, könnt ihr euch von Schliff zuhören, was dummer da abzuschwört, als ja auch dem Kontrakt von ONET. Wie schon so fangs von der Stellungnahme von der Budgetproposition für 2026 annonciert, da wir als Schütterbierger de Budget ganz klar matt, den an sich gemeinsam ausgeschafften Zukunftsvisionen, die Gemeng hat, braucht Rechnung dreht. Zum Schluss will mir aber nicht vergessen, für dem ganzen Personal von der Gemeng merci so für ihr professionell gelechten Arbeit und sich Firma. Neben der Gemenge Service soll mir die gelechten Arbeit von unseren Vereinen, dem Lehrpersonal, dem Campus, dem CGDs, der Arbeitshilfe, dem CGR und der Police vom Siedal-Kommissariat nicht vergessen und hin noch ein dicke Merci sagen. All die Bürger und Bürgerinnen aus unserer schönen Gemeng noch eine große Merci für ihre Unterstützung. Und wir wollen aber nicht aufschließen, ohne euch und ihre Familien. Schöne Feier dich. Schöne Feier dich zu wünschen, ja. Voilà, vielmals merci für die Kommentare. Vielleicht fängst du das an. Muss nur verfallen. Ja, da gebe ich aufhängen, Drischer Zone hätte schon können aufgeschlossen sein. Echt fast und Drischer Zone, ich meine, wir hatten das Demos erklärt, wir haben da nach bei den Investiment oder einer Arbeitsstunde am Rehwasser so auch matt umzusetzen, für die eben nicht an ein paar Jahren kommen aufhängen und durch das ganze Projekt ein bisschen her. Wir sind aber ein guter Ding, dass wir 2026 das Projekt aufhängen und dann auch umsetzen und dann auch wirklich eng nachhaltige Lösung, wo ein Trendsystem angefordert ist, umsetzen können. Kritik, dass als Verein dann nicht just finanziell unterstützt gehen, kann man absolut nicht nur vollziehen. Ich meine, wir haben noch keine Doléance. Ich meine, immer Gespräche, dass verschiedene Vereine oder verschiedene Manifestationen nämlich so gut besiegt sind. Ich meine, wir müssen einfach konträr sagen, dass als Vereine ganz gut geht, die mir alles zum General in der Ballfall wurscht waren, haben echt alle Vereine einen Zulauf von Membern. Voilà, dass verschiedene Evenementen vielleicht Männer besicht sind. Ich meine, das kann ich feststellen, ja. Für das immer just auf die Papier festzulegen, du siehst mir nicht so überzeugt, dass das ist, weil ich meine noch, kann du aus eigener Erfahrung so, wir sind auch von den Vereinen, die ihren Zettel weiter selber ausdehnt. Ich meine nicht, dass das einen Impact hat, dass man das mehr Leute oder Männer Leute haben, das ist einfach eine Reklame, die ihr möchtet. Und du wolltest auch vielleicht noch zu der Remarque für drin, bei den Gringen so, und wir sind der Meinung, dass nicht freigestellt ist, das zu machen, wie wir wollen. Wir sind als Gemeinde auf dem Weg, einfach zu sagen, wir gehen
Schëtter Uni paar Bayier an dat fir alles wat mé vun der Gemeng verdeelen mé all Verein bleifft auch an Zukunft freigestalt fir dat so zur Hand habe wie wëll anschmengen noch do hat mal nach Kircheng Reunion mat der Sportkommissionun och fir Martinen ze summen zu kucke, wéi kann en als Evenementer noch bessere Klamm machen schmengen du sinn noch in die NRW sinn. Méch menggen awer am Resumi kann net trop reduzéier fir zo dat fir alles Schëtter den paar Bayier. Wann den einen dürf kehrt den Projekt de man do stemmt den APD du ass net aufgestemmt gin wé eng Form vum Parking gebaut gëtt schmengen haut och haut wenn eng Machtpaket do fir Parking ënner op der Kircheplatz ze machen et gëtt Evaluierung dat finanzielle Grinn an wie du selber erklärt dem die ganze Bodem ophuf an noch fir die ganz Stroos zu steipen wat den technischen Opwand fir dat zu realisieren an dofir sinn verschiedene Evaluierungen am Gang fir dat zum ernst zu machen schmenge wann man dann kann die Phase kommen dann gëtt er doch diskutiert dat gët en engem Erbesgrupp diskutiert dat gët doch der Bierger fir stalt Diiwchte vun, dat den onbengende Büro braucht, den du fir bezölt gët, fir du eng Analyse ze mechen. Ich mein, wie sollen den Echange matisen mat Isch a mat se Bierger fir kucken, wéi eng Soluioun do die bechten ass. Ich meine, da war verschiedene Detailfroen vielleicht nicht alle gut beantwortet. Bei der Kräch war froh wie méch dass da man mehr Rezetten wie Depensen. Ich meine, bei der Kräch ist es so, dass mir die ganz freie Funktionament vom Staat überholen, wie wir mit die Gebäude gebaut tun. Auf der anderen Seite bezahlen wir natürlich über den Strom, und wir hetzen die Gebäude, und wir machen den Entretien von den Gebäuden, und wir putzen die Gebäude. Und das hier aber Freien, die zum freien Funktionament her, und das heißt, du hast dann von alle Jahren eine Aufrechnung gemacht, wo Caritas als Träger, die wir hier in der Gemeinde haben, die Rechnung, die Sache von uns verrechnet kriegen, und sie hat dann die Kontrolle bei den Staat, und da können dabei raus, dass wir eben da so rumkriegen. Das sind keine Suen, das sind an sich keine Suen, das sind einfach das Remboursement von den Freien, die wir haben für die Betreiber von der Crèche. Bei der Maison Relais, ich meine, da war die froh von einer Million, das müsste für 2024 sein. Ich meine, das hat man letztes Jahr erklärt, dass so, dass man ab letztes Jahr für Caritas avancen, par rapport zu ihrem Projekt, der Tisch, waren am 2024 avancen dran, so wie den Dekont, und dafür war du dem Monat einfach viel mehr heiß wie das Jahr. Dann zu den Punkt Arbeitsstelle CGR, und du fällt dann noch mal drin, der Punkt, dass man für Mann Spielplatz in den Hallen oder öffentlichen Plätzen, ich meine, das einfach mal letztes Jahr erklärt tun. Die Rechnung op der CGR oder Solina, dat könnt als Berechnungen op dat nämlich draus den enschen Unterschied as eben dat an moment den Arbeitsopwand vun der Solina gebucht gouf op den Artikel Entretien et Réparation des Aires publiques oder des Places publiques et Aires de Jeu. Und dat sinn as war Monter vu plus minus 6.000 € op den op dem Monter stung, dat awer Reng der Arbecht weil die Solina Arbeitsstelle auf Hautschau fir Gemeng gemacht huet, dat den Monter hummer du rausgerechen an dem Monter hummer auf der anderen Seite op den Artikel vun der Arbeitshölle beigesat und dafür die Erhegung wie gesagt so aus wann der Erhegung wer paar zum CG das aber keine Erhegung wie dat der dann just op 2 Artikeln abgedeelt wär und dat erklärt. Beim Starkkrienkonzept hat er drauf ugeschwert, dass man 100.000 € Subsidie für gesehen hat, was Arbeitsstand dafür gemerkt hat, das ist am Anfang just, dass die Etude für das Starkkrienkonzept zu erstellen, die gehen zu 100% vom Staat remboursiert, also von der Gestion de l'eau. Das heißt, das sind am Anfang die ganzen Depensen, die wir holen, für die Konzepte abzustellen. Auf der anderen Seite kriegen wir die nicht von remboursiert. Das heißt, das ist am Anfang einfach just ein Remboursement von den Freien, die wir holen, für die Etüden zu machen. Ein paar Klima können wir den Punkt genau sommen so, die man gekriegt haben, ja, gro dat dat am Budget rektifié fir gesinn ass dat können op dat raus also das opgerund das awer plus minus dem Monter genau de man effektiv ausbezelt krit hunn. Echange de terrain voilà, dat steht an der zirkulär vum Innenminister, wann den Echange de terrain mcht, da kann muss dat an der Kontabilitéit vun de Gemengen so ausweisen, dat se muss enger Wand vun eng Terra machen, an muss eng Akquisition vun eng Terra machen och wann hen den Akt sechen Akt Echange ass mé muss net an der Kompilitéit als Wand an als Ascher ausweisen. An bei den Akquisitionen du hast dann eben vier gesinn, wie du am Kommentar vun Artikel steht, du hast eng grösse Akquisition, das wo man Terra wëlle kafen den dem Campus leit, wo man an gute Gesprächer sinn oder Aufschluss von den Gesprächen sehen, wo der muss formalisiert, geht für ein Terra, den direkt in den Terra vom Campus Scolaire grenzt zu kaufen. Und der andere, das ist eine Transaktion d'échange am Anfang, wo man mit Proprietären am Gespräch sieht, für eine ganze Reihe Terrain, die hier Landstierleihen zu tauschen gegen Terrain, die man dürfen Bayerholz leihen haben, für Terrain zu kriegen, die hier Landstierleihen für eben hauptsächlich
der Bereich Nature-Based Solutions also Mesuren umzusetzen, erstens für den Wasserverlauf von der See, aber auch einfach, weil der da so eine Naturzone leidet, für da nachhaltig Projekte am Kader vom Naturpakt umzusetzen. Biologiös, die man sollen eventuell werden nächstes Jahr kaufen. Ich meine, das nicht das Sujet, den nie Sujet war. Ich meine, das war an den letzten Jahren, soweit wir mal hören haben, immer schon ein Sujet, ob die das machen oder nicht. Heute sind wir am Gespräch mit unserem Chef von der Regie und sie sind uns als getreten, dass sie vermengen wäre, aber bei einfach, weil sie dann auch viel mehr punktuell können intervenieren, für eine Kehrmaschine zu holen. Voilà, das ist der Prozess am Gang für Offeren heranzuholen. Wir müssen noch mehr Offeren rausholen, wie der Preis von den Values. Du sind die Gespräche am Gang. Wir können noch gerne dann eine Martine gucken, für eine Abstellung zu machen, wann soweit aus, wie viel Kostenpunkt war von denen, die man heute bezahlt, von dem nächsten an Prestateur holen, auf was der Tote gibt, Kosten plus die Stunden, die Arbeitsstunden, die drauf geschafft gehen. Mir halt Stand haut, also für wenn doch am Budget steht, dass das ganz klar von hinten aus so ist, dass sie Mengen sie besser haut mat enger Egener fuhren an sie hat noch die neidisch Leiit haut schon mat den Leiit diese hunn fir de Service können ze assurer. Über Dinge Intervention ja schmengen du unterstützt bei viele Projekten dat begräst man wat der Safety Plan kann Indoor-Infrastrukturen Rotat mir hun am aktuell geplant die Tennishall zu bauen bis die bausech Terran dat sinn dat hält schon relativ viel Platz dat vu net direkt vu mir de Be gesinn oder schon man direkt so show fir eng Squash-Infrastruktur mir okay so Verein hai an der Gemeng am Petangterra. Das bestimmt nice to have, da muss man dann aber gucken, wie das Kind integrieren an. Ja, wir hören ja immer matt, ich meine, das aber eine Evaluierung zu machen, ob das wirklich sinnvoll ist. Und dann war nach die Remarque beim Service Nettoyage 6.000 €. Also das von vielen Budgetsposten, die wir haben am Nettoyage, ich meine, das ist für die Posten von unseren Gemengen Gebäude, es gibt verschiedene Posten an all verschiedene Rubrik von unserem Budget von der Posten sind Nettoyageposten für den Campus, das sind für den Atelier, das sind für die Administration und ich meine, den Studio 4 gehoben ist für 6.000 €, das müsste von der Administration sein. Schon aber ein sehr nur geguckt gehabt, da war alles wie wären. Insgesamt schon die richtige Tableau von den Hubkast de ganze Nettoyage, den man aktuell haut hunn fir 2025 heich gerechnet sind, dat war rund 500.000 €, die man de Prestateur bezle fir alle Götten als Gebäier, Showcampus, Infrastrukturen ze botzen, aber in dat vergleicht mat dem man 2023 bei dem alle Prestateur bezölt hun wärmer fir 2022 du insgesamt Rechnung vun 540.000 € fir 2023 ja. Also 2022 war der letzte große Jahr, wo man mit dem alle Prestateur geschafft haben, waren wir bei 550.000 € und an der größten werden wir auch das Jahr plus minus rauskommen, sodass wir da plus minus nämlich sind wie bei dem alle Prestateur. Also, just merci für die Explikation. Mit dem Punkt, dass das Ding nicht am Kontrakt ist, die 66.000 €, das ist auch Kontrakt. Sonst muss das lieber am Budget ändern. Seit sie ja, also mit alten Summen immer neue Gebäude, also hier stand immer auch die Kadolto beigeholt, also wir kriegen immer neue Gebäude, die man beiholen und das ja fast wie immer um Football provisor beigeholt, also die gehen nicht, die waren demos nicht an der Ausschreibung dran, die gehen über die Tarife, die an den Ausschreibungen festgehalten sind, was verraschend. Voilà, merci Serge, ich konnte schon ganz vieles durchstreichen. Ich will auf ein paar Punkte und ich meine, ich denke mal im Club der Jeunen, du hast einfach nicht so, dass wir wie keine Wäsche dezidiert tun. Ich meine, sie waren oft bei uns und ich meine, es sind junge Leute und ich kann das ganz gut verstehen und sie sind sich bewusst gehen, dass das vielleicht aber nicht in die Richtung geht, wie sie das wollen und sie haben noch
sozialen Medien benutzt, so wie das heute bei jungen Leuten Fall ist. Wäre auch etwas ein kleines Filmchen als die Mitteilung zu machen, was hier Ängste sind und so weiter. Da immer nicht immer das Gespräch, wir wären permanent. Sie hat noch keine einfach so, da können wir nicht gelernt kommen, da wäre doch gegangen. Sie haben noch einen anderen Weggesicht an, das hier recht. Aber ich meine nicht, dass man irgendetwas dezidiert tun, ohne sie zu fragen. Sie waren immer dabei, sie haben schon matt geplant, sie haben schon ihr Besoin matt gedeelt, doch die Besoin sind alle gut berücksichtigt gehen. Und was so eine andere Meinung haben, wie gesagt, dann schaffen wir nicht jemand hin und das absolut kein Problem. Der Club der Jeunes, der nicht über 40 Jahre geht, da war zwar ein kleiner Pause dazwischen, aber dafür tun, also doch für mich gesagt, in dem muss dann alle Club der Jeunes gehen, die doch schon über 20 Jahre bestehen. Also den Club der Jeunes, das ist eine Tradition, halt zu schütten, der ganz großen Historikern. Ich meine, wir sind auch froh, dass die Jugendlichen so engagieren und wir noch nie vergessen, Jugendhaus am Club der Jeunes. Ich meine, Club der Jeunes organisieren sie sich selber, machen das auf ihre Verantwortung, müssen hier Leute selber motivieren. Jugendhaus, ich meine, das ist ein Service von der Gemeinde, der mir anbieten, der von den Edukateuren enkadriert wird und der ganz präzise organisiert ist, über den Konvention, mit dem Ministère de la Famille, der dann noch zu 50-50 bezahlt wird. Und da wäre ich dann noch beim Jugendhaus selber, beim Gebäude. Ich meine, da geht ein bisschen mehr weit wie nimmen eine Auffrischung von der Tapete, von den Farben. Ich meine, wir schwätzen von einer energietechnischen Sanierung, wir schwätzen aber auch von einer Mise en Conformité. Da ist es nämlich so, dass wir unter dem Dach eigentlich nicht die Zimmer haben, die wir brauchen, das eigentlich den ganzen Tag. Es gibt schon ein Projekt d'envergure, wir waren am Anfang als der auch ohne so bewusst und dann sind zum Beispiel Doppellehrer für eine Handicapierten-Toilette, die haben geändert. Auch das muss alles so gepasst, wenn ich gerne konform ist. Und das wollen wir ja sind, das ist ein öffentliches Gebäude, wo man die Jugend dran geschafft wird. Und dafür könnte das hier, dass das wenig mehr in teure Projekte raus, das ist aber ein Investor in Zukunft. Ich meine immer noch, dass aber trotzdem das Jugendhaus optimal do leid, wo sie halt da sind. Ich meine, mit dem Max auf dem Campus, ich meine, das viel Zusammenarbeit zwischen der Maison Relais und dem Jugendhaus, zwischen der Schule und dem Jugendhaus. Viele Aktivitäten, die hintergehen, es sind noch viel Junker aus dem Cycle 4, die schon stundenweise auch an das Jugendhaus gehen, wo schnuppern gehen, wo enkadriert gehen. Ich meine, da geht eine exzellente Arbeit gelegt und leider ist das immer so mit Infrastrukturen, dass ein Rand und dass immer am Gang zu investieren. Dazu habe ich also ein bisschen manchmal den Bau von den Pumpchen an der Rue du Château. Da hast Diskussion, möchte ich etwas oder möchte ich nicht. Loget alles in dem Parkingproblem festgemerkt. Ich möchte nicht immer davon ausgehen, dass das Reunionen sind von 50 Leuten. Da können noch kleine Reunionen sind mit einer Penurie. Und Reunionszeit, die war für so etwas da hinzusetzen. Wir haben sowieso auch den 12. Januar eine Versammlung mit den Vereinen, wo wir auch am Kader vom Development Rural nachher eine Konfiguration von so einem Saal schwätzen, pardon. Und die kann dann noch darüber subventioniert gehen. Und dann hat ihn da ein zusätzliches Offer, die anderen Elemente, die da dabei kommen, also, dass sie einfach etwas mit dem Bau gemacht haben. Also, das möchte ich nicht. Und dann ist es wenig fällt an den Kopf. Ich habe den etwas für das Straßenbild gemacht. Ne? Ich meine, da schwätzen wir ja immer. Also früher war das mal immer immens wichtig, so wie das auch immens wichtig war, dass man eben nicht eine gewisse Rüstung holen, dass man ein bisschen Dorfcharakter erhält. Also gesagt, gehen Familienhäuser gehen aufgehabt, Residenzen gebaut, da haben wir eigentlich nicht immer die Hand drüber. Ne? Ich meine, oder wir müssen also Baureglement gehen, war das nicht so lässt. Da waren wir also auch eins, also auch aufgestimmt gehen, dass man das Baureglement haut tun. Wie jetzt haut eben aus, für den Rest kauft, privaten oder ein Promoter kauft der Professionelle, wo ich so kauft, dann da möchte ein Projekt raus und dann, wenn das konform zum Reglement ist, dann kann mehr als Gemeinde so, du musst das aber nicht, dann hat einen Rest drauf, für das zu bauen. Mehr hatten wir an der Hand mit dem Projekt etwas zu machen. Und ich meine, wir werden noch nach die Reunion dann auf mit den Vereinen und dann gucken wir für uns. Super Senior, so geschwärzt, gehen ich meine, durch und das Objektiv vom Super Senior war nie, Leute aus der Gemeinheit zu beschäftigen, mit war für ein Offer und Kanner und Schüler zu gehen. Wir können nur auf Stunden kommen, egal wo die Leute sind, die sich da anschreiben. Das ist nicht objektiv für Leute aus der Gemeinde zu wandern. Aus der Gemeinde sind tant mieux, wenn nicht andere sind oder weil Leute aus der Gemeinde einen kann zusammenfallen oder zu, ich weiß nicht, Bus, weil Predi muss helfen gehen, das hat noch immer gerade so gut. An der Tumor aber gesagt, ich meine, wir werden die Zahlen da ganz genießt wie wären, aber wenn die Ausgaben keine Sinn machen, dann hält ihr noch da mal darum ab. Ich meine, das aber
auch eng Offer und als jung Leuten, da könnt ihr dann auf der einen Seite immer gefroht, mehr für die Jungen, mehr für die anderen, mehr etwas. Und dann ist es aber nicht optimal. Also ich meine, soll in der zum persönlichen eine Chance gehen. Dann gucken, wie das sich entwickelt. Spielplatz in der Urstadt, das ist wirklich ein Trauerspieler. Ich meine, da sitzen wir praktisch alle Woche darüber zu diskutieren und das abzuregen und so weiter. Ich meine, das ist übergegangen schon, die Projekte. Dann haben wir gesagt, dann noch, wie kannst du geht, dass meine Ausschreibung gemacht wird. Und dass dann die Ausschreibung kriegt, bin ich kann aber nicht liefern. Und da kann ich nicht mehr machen. Ne? Dann muss man die Ausschreibung manulieren und dann ist alles. Und da haben wir ja schon lange über die Jahre, 1,5 Jahre Zeit verloren. Und du hast ein bisschen vorgegangen. Wir lassen noch eine Firma dran, die einfach nicht liefert, einfach in Obligation nicht noch können, obwohl wir permanent und dauernd dran sind. Wir hoffen aber, das meiste ist auch gemerkt, ich meine 90% ist gemerkt, dass wir den Rest dann aber bis zum Frühjahr dann aufgeschlossen. Aber das muss man auch gestehen, das ist ein Trauerspiel, das schon. Da war ein bisschen nur gespannt gehen, den Altersheim oder die Diskussionen, die wir mit der Familie Monitor feiern, für es nicht zu nennen. Ich meine, du hast den ganzen Teil, dass sie werden realisieren, da wollen sie auch Lofero fahren, an ihre PHP bringen. Ich meine, da sind wir natürlich nicht mehr dran. Aber dann ist eben den anderen Teil, wo wir ein Interesse drin haben, für eben eventuell zu gucken, ob so eine Struktur die nicht kennt. Du musst viel Gespräche führen, du musst viel Informationen sammeln. Bislang haben wir da keine Suchen ausgehen, das ist noch immer so gegangen. Aber da muss man vielleicht aber auch als Hilfe mal dabei holen, für du eben für die Gemengerot können Dossier auszuschaffen, die verschiedene Optionen können auf dem Tisch lehnen und dann zu gucken, ob man da ein Modell finden, den dann, wo jede Satisfaktion können, sowohl dann den Proprietär nach, wie mir dann als Gemeinde, wie einen eventuellen Investor an einen eventuellen Betreiber dann noch. Ich meine, wenn man da mehr konkretes Hund, dann schwätzt man Gemengerot drüber, das kann ich noch eine Arbeitssitzung machen, und dann im Moment sind wir noch wirklich so viel Pisten am Gang zu gucken, wen da kann kommen. Was das sieht, als du geht, du hast leider keine Zoll mehr am Kap, Nico, wenn du so hast, dann wirst du gern. Ja, also am Anfang war ja viel gesehen, dass die ganze Investition 160 Millionen soll kosten, da wären 30 Millionen für die Gemengen, die Gemengen, die Member davon sind, und der Rest für den Staat, weil eben das Assainissement von den Notwasser vom Findel hauptsächlich durch die Kläranlage soll getätigt gehen. Das schenkt aber, obwohl ich noch keine genaue Zahlen habe, die 160 Millionen, die werden nicht genug, die werden nicht durchgehen, das wird echt in die Richtung von 200 Millionen gehen. Und dann sieht ja auch, was wir an unser Budget, am Budget den aufgeschlossen ist, respektive für das nächste Jahr, was wir da viel gesehen haben, ja, mit den 3 Millionen, die für 2026 viel gesehen sind. À l'origine waren es 6,8 Millionen für die Gemeinschaft da. Aber das geht tatsächlich nicht durch. Aber ich kann nicht aber keine genaue Zahl geben, weil auch Funktion wie der Chantier da weitergeht, wussten noch wahrscheinlich die Zahlen. Du hast doch gesehen, dass letzte Woche eine Ausschreibung, eine europäische Ausschreibung an der Zeitung war, für eng nächste Phase von der Realisation von der Kläranlage an Ugriff zu holen. Und war ja à l'origine noch geplant, dass Dezember 2027 die Kläranlage betriebsfähig wird, obwohl dann die Feiertstufe recht mich später nur soll realisiert gehen. Da sind ja wohl nicht sicher, ob die Decision schon definitiv von der Feiertstufe getroffen ist. Voilà, das ist der Zustand, den ich kann gehen. Ich kann aber weiter nachfragen, ob mehr präzise Chiffren da leihen, da gebe ich dir auch kommunizieren. Merci, Nico. Ich wollte noch ein kurzes Wort zu der Botsmaschine so, und effektiv, das hast du schon gesagt, ich meine, das ist ein Demand von unseren Leuten, für so eine Maschine zu kaufen, für Flexibilität, für können zu botzen, wenn wir es brauchen, für nicht von einer Firma aufhängig zu sein. Du hast mal an der letzten Firma gewechselt, weil die, wenn ich mir billig war, da wurde noch gut nicht mehr geklappt. Und da muss ich aber auch sagen, dass das aber so teuer verrechnet wird, auch für allem auch den zweiten Mann, den dort lebt, der wird so teuer verrechnet, also du mengen ich das sogar, wenn wir das selber machen, dass man das eigentlich nicht mehr teuer zu stehen können, dann noch, wenn an über 10 Jahren am Amortissement von der Maschine rechnen, dass auch nach sehr die Rechnung auch nach abgeht. Ich weiß, dass man früher mal eine Strategie in Härtner gesucht und das kauft man lieber an die Prestation, das geht das mir billig. Ich meine, ganz am Anfang war ja auch mal eine Kehrmaschine zu summen mit dem SIAS, als die dann, demnächst nach wie das nach der Kläranlage Syndikat war, als die mit dem SIAS zu summen auch gedeelt gehen und zu summen an der Gemeinde geführt. Das war auch schon mehr flexibel und da sind Kästen abgedeelt gehen. Auto mal die Struktur an dem Sinn leider nicht mehr, das, was wir bislang angekauft haben, das ist aber wirklich auch teuer an
wie gesagt, das eng de Monto vun eurem Service fir dat selber zu machen, aber wann en der nur zule guckt mengen schrechen dat sech auch finanziell geht op jeden Fall net mit daier. Dann hummer zum Drësseg, do war de auch schon agang ja effektiv, wenns der Rewasser Axo Verzug krit, du hab sech ganz lang op d'Autorisation vun der RGE gewart, Melo wie gesagt, lo geht jo am Freier lass. Dann Eventblog, ich mengg nëmmer eng Diskussion, mir wollte besser informéieren. Ich menge noch, dass man besser informieren, du werd man nach Reform machen, noch werd man irgendwie die neue Awohner invitieren bei uns zu kommen, dann wird darum ein Sujet, wie kann ich mich gut informieren über alles, was in der Gemeinde lebt, an effektiv, wenn ihn selber als Verein Flyern ausstellt, dann ist das nicht sicher, dass das einen Impact, einen positiven Impact hat. Da waren einfach zufällig, oder wie soll ich so, in verschiedenen Events, die waren noch schon ein bisschen so absteigenden Ast an dat geht dann nämlich muss ich auch ein selber do neu erfahren méi auch do werden man den 12. Januar drüber diskutieren wann die Sache kann besser machen da will man dat selbstverständlich machen iwwer so am neue Gemengegeburt als auch den Eventkalender dran noch do kann ich sich informieren also den so viele Platzen hue den die Datum an die Event also in den sechwölt informieren de fënd auch die Informationen an bleibt aber immer noch dass bei den meisten Leute wobei ja just Briefkes geht, aber du findet unbedingt mehr geguckt wird. Dann war ugeschwart gegen den Aushub vom Park ging, du wolltest just so, da das so nicht das einzige Argument. Ich meine, der Park ging, das ist ein immensen Opfer, nicht nur den Aushub, mit das auch technisch anspruchsvoll, weil ja bis 2 Meter und Kirche wurden, das Lach muss gemerkt gehen, das ist anspruchsvoll an die Analyse sie schon viel gemerkt wie vor an den Park ging ran das war ja schon 100 Male Schafferroden Thema du den Dokument dazu hat verschiedene Optionen die am einfachsten als die Trickbehalten ist da eng Option man engem ganz langen und relativ langen Tunnel von innen praktisch vom Heitje Park ging ran an auch der Kächtepunkt als enorm für die Parking wir können das alles necke diskutieren weil auch dat wiederholen wir Jolo andauernd ich meine auf dem Punkt sind wir ja nicht was mal gestimmt und aus der Extension von der Mairie an Scoutsheim an dat muss man ja vielleicht machen sonst kriegen wir ja auch die neue Gischene dünner wenn die neue Gischene dünner kriegen können wir die andere Seite nicht aufrappen können wir kein Centre kulturell bauen lach auch alles dat geht zu summen also dat hängt vom Chantier alles annehmen und du wird man denke darüber diskutieren ich meine mehr Argumente viel mehr Argumente wie nehmen den Aushub und da muss man gucken was für einen Konsens das man da fannen. Voilà, ich meine, ich hatte noch den Rechtpunkten nach Stadtjaner seit du war der Safety Plan also die 20.000 € die am Budget stehen da das nimmen auch für weiter wenn man Etüde muss machen oder ein Büro brauchen ich meine Mojo den Dröpsilo sind wir Gold zertifiziert oder geht eine Rangstufe drüber Platinstuf und der muss man ein bisschen schaffen alles was du konkret Maßnahmen sind technisch Maßnahmen sind die von der Jahren engem anderen Budgetsartikel rum an das sind notamment die 275.000 € die ugeschwert waren für Quellbomillen wo man jo muss etwas als gegen Teichwasser schützen an daneben Neuhäusen wann man do den neuen Basing oprichten weil den allen jo eigentlich nicht mit dich dass das auch der größten Schwachpunkt dabei im Reso dat aus der Wasserbasing Neuhäusen an das auch auf 4 Gehobe gehen dass da flot ist dass man do endlich können noch eng Lesung dann umsetzen. Ich bin auch froh über alles das was die Scheiern hun Roter schmengen an se gute Idee kommen schmengen die werden man ranholen an als Überlegungen mesure auch do nicht am Detail am gangen und der Sportinfrastruktur zu planen war lo Priorität dass man mal als ein Atelier geplant kreen an Domo kommen mit dem Projekt an die haben de PHP mit dem man dann demnächst an der Gemengerot kommen mich schon flott Ideen hören an dafür so auch merci wie zum Beispiel Indoor Peter oder das Projekt schmengen das ganz positiv Input den Nummerbrot gehen das war der Kaffee Schmidt mengen nicht mit dazu zu soen dann den Schwmengen du muss man ja Leute Kompromis an der Gemengerot bringen dann muss man darüber aufstimmen dat wird dann ein Januar der Fall sind an schmengen die das nicht für du direkt Projekt zu machen mit die einfach mal sich Proprietät zu sichern an der Wesen dass in dem Potenzial an Zukunft wird an noch verschiedene Probleme die man da im Projekt neuen Dürfkeit zu summen hängen wie Proprietät von der Platz zu summen hängen dann noch für allemal gelöst sind. Voilà, ich meine ob der Rest was du angegangen herrscht das wird dann mal an der Gewicht vielleicht wird weitergehen dann Andy vielleicht merci.
Ja, merci guten Abend alle guten. Ich will eine kurze Position von der DP angehen, was den ordinären Teil vom Budget geht. Das Budget von unserer Gemeinde mehr an der letzten Sitzung präsentiert tun besitzt meiner Meinung nur ganz viel positiv und löwenswert Elemente, wo mir wichtig ist, etwas davon direkt am Voraus zu unterstreichen. Und zwar, dass das ordinäre Resetten niedrig angeschaut gesehen, währenddem die ordinären Depensen viel mehr hoch festgelöst wurden, also als Budget en bon père de famille geriert wird. Das weist sich allein schon bei der Konte von 2024, weil für das Budget 2024 hatte mir ordinäre Sätze gestimmt für rund 23,8 Millionen Euro, währenddem die aufgeschlossene Konte von 2024, die mir für 2 Wochen präsentiert tun, also ordinäre Sätze für 27,6 Millionen zur Verfügung stellen, sprich 3,8 Millionen mehr oder 16% mehr, wie das was geschah gouf. Auch für das Budget vom Jahr 2025 sehen wir das löwenswert Ausstellung. Weil, obwohl man ordinäre Sätze gestimmt hatte für 27,5 Millionen Euro, so sehen wir lo schon im Budget rektifié ordinäre Sätze für leicht über 29 Millionen Euro. Mit dieser physicher Approche sind lo auch Zöllen abgestaltet gehen für den ordinären Budget 2026. Das gesehen wir zum einen, dass die ordinären Sätze prozentual zu den ordinären Depensen sehr klammen, sprich als ordentliche Ausgaben klammen zwar um 4,33% zwischen 2025 und 2026, mehr zur selber Zeit klammen als ordentliche Einnahmen um 11,70% und das, wie schon erwähnt, bei einer physischer Buchführung. Das ist mir wichtig, das zu unterstreichen, weil das also stark Zeichen von einer gesunder, kompetenter und responsabler Finanzpolitik, weil wir müssen als bewusst sein, dass wir den ordinären Überschuss brauchen für die viel ehrgeizig und kruzial Investissementer, die wir angegriffen und lanciert haben. Mit diesem ordinären Überschuss von über 10 Millionen Euro für 2026 entsteht nicht durch eine Spurpolitik. Wir haben an der letzten Sitzung präsentiert, dass als Anwohnerzahl kontinuierlich klimmt und für den Demand von unseren Anwohnern gerecht zu gehen, müssen als Gemeindeservice effizient abgestaltet sein. Hier haben wir intelligent angestaltet und auf den Plätzen als verstärkt, wo es nötig war, sehr wird für den Demand und Baugenehmigung notzukommen oder nach an der Kommunikation MAM oder den Accueil von unseren Bürgerbetrieben. Allein die Anpassung von den Auerzeiten, da den op Rendevous kann außerhalb von den Öffnungszeiten des Service von der Gemeinde an Anspruch holen, oder nach die viel modernen und Digitalkommunikationen von der Gemeinde bezeichnet ist. Das heißt, obwohl Personalkosten ungefähr ein Drittel von unseren ordinären Depensen ausmachen, so geht nicht Buckel vom Service von unseren Bürger gespürt. Wichtig zu verstehen ist auch, dass ob bald 2/3 von unseren Einnahmen als Gemeinde keinen direkten Abfluss hat, nämlich auf den Fonds de Dotation Global des Communes, den FDGC. Den Hauptkriterium, wie schon erwähnt, gouf vom Verdelen von dieser Dotation als die von der Population, und wir waren und wir sind als eins, auf auch heute Dank von den Kollegen wegzuholen, dass wir moderat wursen wollen. Weil ein zu sehr Wurst auch einen essentiellen Impact auf als Investissementer hat, sprich Kapazitäten von unserer Schule, der Mesorelais, die Dus-Mobilität, mehr aber auch als Gemeindeservice an öffentlichen Infrastrukturen en general. Als zweitgrößte Einnahmen aus den ICC, also den Impôt Commercial Communal, die rund 13% von unseren ordentlichen Einnahmen ausmischt. Als kleiner Appell, für das Jahr 2024 kriegen wir 3,6 Millionen Euro aus dem Döppe vom ICC ausbezahlt, mehr als Betrieber an der Gemeinde haben rund 16,9 Millionen Euro und ICC erwirtschaftet und an der Döppen abbezahlt. Nehmen 3,6 Millionen Euro von 16,9 Millionen Euro haben wir also rumgekriegt. Aber wie die Finanzchefin schon gesagt hat, an der Not aus dem Innenministerium geht dafür, dass das 2 Einnahmen, wo wir als Gemeinde keinen Abfluss drauf haben, werden nicht mehr moderat in Zukunft klammern. Da ist also wichtig, dass neue Taxreglemente angefordert gehen, wie für Rappeller, die von der Reset ausgestaltet mussten gehen, für Rechnungen, die nicht bezahlt wurden, oder nach für die Okkupation von der Voie publique beim Chantier. Außerdem ist es umso mehr wichtig und löwenswert, dass der Chefrat die ordentliche Depensen genau im Griff hat, ohne den Service Klient zu beeinträchtigen und ohne Aufstriche zu machen bei unseren Engagementen, sei es im Bereich Klima- und Naturschutz oder erschwinglicher Wohnraum.
Für uns als DP ist es natürlich immens wichtig, für die ominöse Schere zwischen den ordentlichen Einnahmen und Ausgaben konstant zu halten. Und wir löwen da wenigstens auch den Schafferrot dafür, dass sie fertig tun, dass als ordentliche Depense für 2025 nimmen 0,65% und für 2026 um 3,54% klammen. Auffallend ist natürlich die Steigerung von den Ausgaben im Bereich Aufwallgestion von 750.000 € für 2024 auf 850.000 € für 2026. Das ist doch schon eine große Belastung und hier ist es wichtig, dass wir durch ein Taxereglement kostendeckend können fahren, wo wir als DP oder Projekt hier auch mit unterstützt tun. Ein anderes gutes Beispiel, dass der Schafferrot seine Finanzen intelligent nutzt, als die finanzielle Unterstützung am Benevolat auf unsere Vereine. Subsidien sind im 46,37% an die Lut gegangen, was absolut begrüßenswert ist. Der Gesetz mit dieser viersichtiger und responsabler Finanzpolitik kann als Gemeng nicht nur die bestmöglichen Service als Bürger anbieten, aber sie erlaubt auch die verschiedenen Investissementen, die die Koalition an ihrem Akkord abgestaltet hat und die Nicolo wird analysieren, mit zu finanzieren. Und ohne dem Nicolo vorzugreifen, will ich schon betonen, dass dieses Budget den Akkord von unserer Fraktion hat. Zum Schluss danach ein großes Merci und die Leute, die geholfen haben, dieses Budget abzustellen, an denen, die am Alltag dazu beidrohen, dieses Budget umzusetzen und anzuhalten. Merci dem Finanzchefen für die detaillierte Absetzung und Ablösung von den jeweiligen Budgetsposten und merci dem ganzen Schafferrot für die Präsentation von Eiseninvestissementen. Ich will dann noch profitieren für jedem Chefeiertag und eine gute Rutsch an das neue Jahr zu wünschen und das bei bester Gesundheit. Merci. Merci, Andy. Dann spreche Nico, du hast dann. Ja, ich sind dann die Lächen, die mich an Wasser von der Budgetsdiskussion lanciert. Auch guten Abend alle Guten. Als Ergänzung zum Vortrag von Mandy präsentieren ich den zweiten Teil von der Position von der DP zum Budget. Ihr wisst, dass ich mich schon seit langen Jahren hier den Durchführung harmonisch und moderiert der kontrolliert demografische Entwicklung von der Gemeinde stark gemacht habe. Ihr könnt euch auch, oder Teile von euch können sich vielleicht erinnern, dass wir für ungefähr 20 Jahre schon hier den Tisch eine unanime Decision geholt hatten, wie die Gemeinde soll bevölkerungsmäßig wachsen. Für was? Erstens, für dass die notwendige Ausbau und Anpassung von Infrastrukturen dem Bevölkerungswachstum kein folgen, andererseits, dass der gesellschaftliche Zusammenhang zu Schütter kann weiter erhalten bleiben, ein Zusammenhang, auf dem wir wirklich können aufrecht sein. Und ich meine, das Ziel haben wir erreicht, und das freut mich, weil die Grafik vom Bevölkerungswachstum, den der Serge Eicher uns an der letzten Sitzung gewiesen hat, weist, dass die Population gewusst ist, aber an den Grenzen, die wir uns in diesem Tisch gesagt hatten. Und damit kann ich auch beruhigen, vis-à-vis von den Aussagen, die wir den Abend hier hören haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schafferrot eine andere Position an der Zukunft will vertreten, wie die Wachstum wollen zu kontrollieren und so weiter zu feiern, wie das ganz gut an den letzten 20 Jahren oder sogar schon für Drogen geschieht. Das andere löwenswert Element, das ich auch noch dafür streichen, das schon heute genannt ging vom Andy, das ist enorm wichtig. Das ist, dass zwischen 2025 und 2026 die ordentlichen Ausgaben nicht mehr schnell steigen wie die ordentlichen Einnahmen. Das ist nämlich wichtig, weil wir wissen, wir brauchen ganz viel Suche für die Investitionen zu finanzieren und dafür müssen wir immer einen Überschuss an dem Budget ordinär behalten, weil sonst rutschen wir an eine finanzielle Spirale ran, die relativ schwierig geht. Das ist aber auch am Ende ein ganz starkes Zeichen von einer gesunden, responsablen Finanzpolitik, wofür ich den Schafferrot in den Durchfall wirklich felicitieren. Ich hatte das schon letztes Jahr gemacht und dafür bin ich froh, dass ich das dieses Jahr auch noch machen kann. Und ich bin froh, wenn das doch nächstes Jahr der Fall wird. Voilà, das ist der Challenge, den ich dann lancieren. Friedlich sind auch Perspektiven von der staatlichen Hilfe, dass die noch relativ gut sind, dass die staatliche Subventionen weiterwerte fließen und dann uns Gemeng mit der Unterstützung hier Bürgerinnen und Bürger qualitativ hochwertig Denkste kann anbieten und die notwendigen Infrastrukturen kann zur Verfügung stellen. 20 Millionen Dotation vom Staat, 4 Millionen Gewerbesteuer von den Betrieben und Wirtschaft, muss ich immer bedenken,
dass die Suen nicht vom Himmel fallen, aber dass an der Betrieber muss ganz stark dafür ganz heftig geschafft gehen. 4 Millionen also Gewerbesteuer, die wir kriegen. Das sie fantastisch finanziell steipen. Muss man dann mal ganz ehrlich gucken. Wenn in am Ausland guckt, was Gemengen zur Verfügung haben, aber was wir heute zur Verfügung haben, da können wir nicht mehr ganz froh sein. Weil das sie 5.000, ich habe mal gerechnet, das sie 5.350 Euro pro Abwohner, die wir vom Staat über die zwei Konten zur Verfügung gestellt können. Ohne Lo von den Finanzhilfen für Investitionsprojekte, ohne die zu vergessen, weil da kommen nach Millionen dabei, wenn wir Lo die Investitionen an den nächsten Jahren an die nächsten Jahre machen. Schuld dass das dann natürlich nimmen, wie Nanny doch gesagt hat, dass die Gemeinde einen kleinen Teil nimmer von der Gewerbesteuer behält, die an der Gemeinde von den Entreprisen und der Staat bezahlt gehen. Das auch dem Schäferrot Aufgabe, das, was an der Schäferrotserklärung vom 27. September 2023 steht, umzusetzen, an damit das politische Versprechen von der DP-LSAP-Koalition anzulesen. An dem Sinn, an am Respekt von dem Versprechen, setzt sich der Schäferrot mit den 32,5 Millionen geplanten Investitionen am Jahr 2026 ein ganz ehrgeiziges Ziel. Auf hier sind zum Beispiel den nimmeren Ausbau von der Schulinfrastrukturen, mit an der ersten Phase den Bau vom neuen Gebäude oder der neue Gebäude für den Cycle 1, an dem Singer Maison Relais, eine immense Investition für die Erziehung und Betreuung von unseren Kindern. Auf hier also auch die Schärfe von neuen Sportinfrastrukturen wie die Fertigstellung von der sogenannten Buvette und Fußballsterrain, wo die Depensen leider ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind, die Schärfe von einem zusätzlichen Trainingsterrain oder die Tüte Feasibilität für ein Indoor-Trainingssaal. Ein großer Erfolg, den uns Gemeinde möchte, für den Sport und Weiterbleiben vom Vereinsleben zu unterstützen. Dann heben ich auch auf die Modernisierung von der Wasserversorgung durch Neugestaltung oder die Revision von der Wasserbassinen, ob Neuhäuschen und ob Baumillen. Wir haben als Gemeinde wirklich Chance, eigene Quellen zu haben, sollen die optimal ausnutzen und schützen für die Bürger propert Wasser all Moment können sie liefern. Der Bau vom neuen Ressourcencenter an Zusammenarbeit mit 3 Noppisch SIAS-Gemengen eine ganz große Anstrengung, die uns Gemeinde möchte, für eine nachhaltige Bewirtschaftung von dem Abfall zu garantieren. Dann nenne ich auch den Bau von einer neuen Pompiers-Kaserne zusammen mit Niederanwen, ein Projekt, das mehr wie wichtig ist, für die Sicherheit und den Feierschutz von unseren Mitbürgerinnen und Bürgern zu garantieren. Da komme ich auf die Realisation von der ersten Phase vom neuen Dorfkehr. Wir wissen, dass das ein Ausbau von der Gemeinde ist, ein neuen Scouts-Chalet an ein Lokal für den Club des Jeunes. Das ist eine Realisation, die gleich, und ich hoffe gleich, konkret geht. Dann nenne ich auch die Renovation an den energetischen Assainissement von dem Jugendhaus. Das ist ein anderes Projekt, das neben dem, was auf der Kirchenplatz geschieht, weist, dass die Jugend dem Schäferrot wirklich Herzen leidet. Und dann ist es ein enormes Projekt, den ich auch für drüben kommentiert habe, den Ausbau von der Kläranlage, den längt das Jahr 3 Millionen, oder das Jahr 2026 wird 3 Millionen Wert verschlingen, unter der Leitung vom SIDEST. Endlich wird das leidige Problem von der Aufwasserbehandlung vom Findel Dommerdach gelöst gehen und die Qualität vom Wasser an der See verbessert gehen. Den Umweltschutz, und das gesehen aber die Chiffren, die ich auch für genannt habe, die 160 Millionen, den Umweltschutz ist nicht für nichts. So sind noch vorgesehen für die Betreuung von unseren älteren Mitbürgern mittels finanzieller Beteiligung von unserer Gemeinde und dem fertiggestellten Ausbau vom SIPA Niederanwen. Die Arbeiten sind aufgeschlossen, sowie geplanten Ausbau von der Seniorenresidenz zu kontern. Ich begrüße noch Propos vom Schäferrot eine Etude Feasibilität über Logementer für ältere Mitbürger an unserer Gemeinde zu machen. Für 32 an der Hauptstraße zu Minzbech, der Velosfee zwischen der Gare und der Sonderaktivität, Veloser Fußgängerwehr, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung an der Straße von der Gemeinde, hat der Schäferrot die nötigen finanziellen Mittel vorgesehen. Erwähnenswert ist auch der geplante Transfer vom Gemengenatelier von Minzbech auf Ivasieren an den Ausbau vom Kirchweg. Gemeinde Schütter legt auch hier ein Teil für das Problem von der Wohnungsnot am Land zu entschärfen. 10 Häuser und 10 Appartementen gehen aktuell von der Gemeinde am Kader vom sozialen Wohnungsbau verlohnt. Dort daneben stellen wir 2 Häuser der Association Schütter Hölf zur Verfügung,
die hauptsächlich ukrainisch Flüchtlingsfamilien unterstützt. Neue Projekte für abordable Wohnraum sind an der Rue des Jardins zu übersieren, an der Hauptstraße zu Minzbech, an den Lotissementer PAP Schönberg, PAP Kalleck, PAP Bremen, PAP Rue de Senningen, an der Realisation oder Planung. Begrüßenswert ist, dass der Chefrat op DW geht, die neue Logementer am Kader von engem Bei-Amphitheatik zu bauen und zu verkaufen oder an demselben Kader von einem öffentlichen Bauträger realisieren zu lassen, den die finanziell Last dann dreht. Weil wir gesehen an den letzten Jahren sind Projekte gemerkt, wo die Gemeinde die finanziellen Risiken ganz gedrohen hat, und das war ein großes Last für das Budget, und dafür konnten Mittel für andere Sachen nicht zur Verfügung gestellt gehen. Klimaschutz, Naturschutz sind Sujets, die nicht vergessen sind. Ich will aber nicht am Detail auf die vielen Investissementen, die die Gemeinde tätigt, oder ob Subsidien, die die Gemeinde zur Verfügung stellt, angehen. Flott ist auch, dass die Troserei ausgebaut wird, entretemps ein Hotspot vom touristischen und gesellschaftlichen Leben an der Gemeinde. Sie sind mir d'accord, dass das Management die technische und finanzielle Überwachung und zügige Aufwicklung von diesen Projekten viel Engagement verlangen, sowohl vom Chefrat wie vom administrativen und technischen Personal von der Gemeinde sowie von den Architekten und Büro d'études, die impliziert sind. Ich gebe auch mal da aufschließen, wie all Jahr dem Chefrat und dem Personal von der Gemeinde merci so für die professionelle Präsentation von den Dokumenten. Merci auch der Finanzkommission und der Schulkommission für ihr Erwähnen. An Heimatdach schließe ich mich dem an, was den Andi gesagt hat. DP geht hier ein Akkord zu diesem Budget. Und da wünsche ich auch meinerseits all denen, die noch lauschen, an all die hier bei uns sind, schön feiert ich an einen guten und gesunden Rutsch. Merci. Ja, merci, Nico. Wir gucken dann als Chefrat durch den Challenge und zu hören, den es lanciert ist. Ich wollte just doch noch so, ich meine, du hast das auch gelöst von den Investimenten von der Gemeinde, muss zum Beispiel wissen, dass nicht weit weg von hier über der Grenze an Deutschland, von dem nur was ein Stroß da dürfen neu gemerkt werden, da kennt Leute für dich gesagt, dass du kostet. Und dann muss es selber bezahlen und da geht das Stroßrecht neu gemacht. Wir schwätzen nicht von einem Lotissement, was gemacht wird, wir schwätzen von einer Straße, die nur 25, 30 Jahre muss Erstand gehalten gehen. Aber das auch eine Antwort, was mir gut gefallen hat, dass den Zusammenhang, ich meine, das ist wichtig und dafür will ich auch schon trotzdem den Gemeinderat merci so für die flotte Auseinandersetzung mit diesem Budget, die wir hatten, weil ich meine, das ist wichtig und das ist vielleicht auch eine von den Stärken, die man haben, dass wir aber zusammenhalten und auch draußen bei diesen Events als Gemeinderat gut zusammen funktionieren und als Projekt zusammen noch vorbringen. Voilà, ich meine, dann hatten wir alles gesagt, was gesagt gehen. Und dann gingen wir aufstimmen über den Budget rectifié vom Exercice 2025. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Heit Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afodjarini Nora. Ja. Merci. Und da gingen wir über diesen Budget vom Exercice 2026 aufstimmen. Dann ein bisschen aufhängen, Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Heit Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afodjarini Nora. Ja. Ganz große Merci. Und dann hatten wir aber noch einen Punkt, der Punkt 3.3, den wir beigesagt haben. Da geht es um den Wie. Für die Akquisition, da haben wir den Titel geändert von der Deliberation, weil da stand just dran von einer Barre de Coupe, also einem Mähbalken. Wir haben am Anfang 2 Zusätze, das ist nämlich auch nach einem Bandrechen dabei, ein Rato an den Heure. Und das Geschirr, wo wir brauchen, weil wir ja méi dann awer vum mulschene wäsch kommen an eben wie spéit méien wann Gras schon méhéig ass dafür braucht man dat geht am beste man eng Meebalken an dat Gefir wo die Maschinen oder wo die zusätzlich Geräte oder opgebaut gin dat Tummerreichen se schon also eng enachseg Fräes kann e so schon eng gräser Fräes die auch ganz viel Avantagen huet weil se ganz am Hivel kann gebraucht gin an noch do wo beben stehen wo man den Traktor net beikennst kann gebraucht gin an
Und Di gesinn am Budget hummer do die Suen nach Stoen, iwwer de man dat kennte kafen. De wie beleeft sich dann drop op den Wand rächen den 1,3 Meter breit ass 3.100 €. Da muss ein extra ein Doppelmesserantrieb muss dann drop gebaut gehen op den Enachser, den kostet 3.200 €. Dann hast den Mähbalken selber ein Doppelmesser Mähbalken 1,5 Meter breit 2.300 €. Da braucht noch ein Antriebsadapter 1.100 € und dann transparent von den Kästen. Dafür steht der Teil, dann hast der Versand und die Installation auch mal 500 € verrechnen, sodass wir aber gesamte wie von 11.000 € geben können. Gehen dort so froh. Kein froh. Da gebe ich ja später, dass wir dann noch darüber aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afojarini Nora. Ja. Merci. Und da wären wir beim vierten Punkt, wo wir ein Gemengereglement anpassen, proposieren anzupassen. Das ist ein Reglement, was wir schon lange nicht mehr gepackt haben. Merci, Eddie. Schönen Abend. Und zwar, oder gesehen am Dossier lucht das Reglement von 1990, wo damals zu Tarifer festgelegt wurden, nach Letzebauer Frank. Die haben wir dann immer umgerechnet, wenn wir heute die Rechnungen geschrieben haben. Und dafür leidet das Reglement am Dossier für die Beträge dann anzupassen. Ob Euro und dann noch ein Licht Hossen, also immer ein bisschen Hossen. Ich meine, die Preise sind eben noch mit daher. Das wird auch für den Salariat Tasch manuell, also den Arbeitstoff 40 € die Stunde. Das wird für die Gruppe de Traitement de den Agent municipal 50 € die Stunde. Was wir noch proposieren, das für den Gruppe de Traitement B1 länger 50 € die Stunde, für den Gruppe de Traitement A2 länger 60 € die Stunde, für den A1 480 € die Stunde. Und da könnten das Material dabei, Material roulant et Equipement, das wird dann Kabinett 40 € die Stunde, der Camion 55 € die Stunde und der Chargeur sur Pneu 65 € die Stunde. Die Preise sind nach im Vergleich vielleicht so verrechnet, wofür wir sind nach raisonabel. Wir haben noch ein bisschen geguckt, was wir da in der letzten verrechnet tun. Also das sind hauptsächlich Wasserschlüsse, die wir fakturiert tun. Das waren 2025 bis lo. Ungefähr ja 180 Stunden, und das gibt Gesamtmontung von 5.000 €. An der Zukunft werden da aber am Montan dabei kommen, weil was man mit Konsequentwerte machen, was ja immer gefroht wird und immer umgeschwert wird, das sind nämlich die Prestationen, wo man die Leute darauf aufmerksam machen. Ich meine, da ist immer die Prozedur, dass sie vielleicht mal aufmerksam gemacht gehen, ob ein Problem, den vielleicht durch ihr Hack entsteht, weil es sich beanträchtigt ist, oder gehen noch zu einer Probleme, Dreck, wo das und Trottoir deposiert wird und so weiter. Und was dann nicht reagiert, kriegt es einen Rappel. Aber was dann nicht reagiert, in der Situation nicht verlangt, dann könnten wir als Gemeinde dann die Arbeit machen, Text schneiden oder wie rümmern oder den Dreck Wäsche holen, und dann geben sie das dann zu den Tarifen auch verrechnen kriegen. Voilà, das ist ein bisschen die Idee. Und ich meine, das ist wichtig, dass man das Reglement darüber mal eine Garage setzen. Gibt dazu froh. Kein Frohen. Dann muss ich mir Kärtchen nur umfangen. Da könnte man schon aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nei Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tain Serge. Ja. Taisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afojarini Nora. Ja. Merci. Dann haben wir den Reglement Taxe de Groupement de Créances. Nous will ich den Serge bitten, als das wird stellen.
Als Neidreglement wat man gefen afeieren dats eng kleng Tax vun 10 €, die man wilden afeieren op dem zweite Appell, dat hicht van als Rechnunge verschickt gin fir Taxen die Gemeng andreift, dann Getrechnung verschickt, da geben 1. April Rappell nach rausgeschickt gin ab dem zweite Rappell den mis vun der Reset rausgeschickt gif gin, da gift an der fies eng supplementär Tax von 10 € verraschen gin. Genauso wie op den Rappeller, die du no kommen, bis da bei der Wisi geht, aber da bis beim Wisi ist, dann gehen sowieso Freie vom Wisi direkt auch auf der Kreanz aufgehalten. Du gibst dann nämlich appliziert gehen. Oder ich meine, das gibt immer nicht reich mehr, was da dann kleine Indemnisation für die Arbeitsopfer, die man dann einfach mehr hun, wenn man die Leute bisschen muss nur laufen für zu anzutreiben. Und ich meine, dazu muss ich einfach so, da ist Service aber auch ganz flexibel als wann Leiit Probleme hunn fir ze bezuelen, dann ass hat immer ganz disponibel fir Martinen zu gucke fir en Plan de Payment opstellen, respektiv fir zu gucke ween die Payment met kanelscher leieren, also das net fir dat man Highlight füllen Strophe mit der selber trotzdem dat den Erbelsopfer, den du hammer da verbunden as bis geregelt gëtt an der Deutschschwz manifestieren, wann eng Rechnung hunn die opsteht. Voilà. Ich meine das ganz richtig was du siehst Melle was ein Problem hun da kann ich noch ein Arrangement fahren wann den sich gut melden heißt der Fleisch aber ich da dann also was du bist dann den Strof bezahlen dass da aber echt motiviert was dat dann noch an 13 kind zu frohen kein frohen da könnte man auch darüber schon aufstimmen Kaiser Andy ja Landmarie ja Conny ja Sauber Jules, ja. Tein Serge, ja. Preisen Paul, ja. Welch Nico, ja. Hartmann Jean-Marie, ja. Weicher Serge, ja. von Jeremy Nora. Ja. Merci. Dann haben wir 3 Verkehrsreglementer, die wir konfirmieren müssen. Das war eigentlich das Verkehrsreglement, wie an der Rue du Château, entre Rue du Parc, total beste waren für die Fahrt so 30 konform zu machen. Do as het toen eng Verengung ging an die as da signalisiert gin an noch den Niveau vum Zebrastreifenempfang. Dann hummer Verkehrsreglement fir de Krch macht, dats dann net tief gepackt gin am Haf moment net Mechers këtzen net dran. An dann war dann der Rue de Bayer, wo der Belichtung der Belichtung geguckt gin die dann eben noch offissen die eng Seite oder die andere Seite eben ein Parkverbot hatten, dazu konnte man Leute beifuhren an eine Verengung von der Straße. Gehen tot zu frohen. Auch kein, da könnte man auch darüber aufstimmen, über die Konfirmation von den Modifikationen urgenten do, Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Preisen Paul. Ja. Match Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afro Giardino. Ja. Merci. Und dann hätte man noch der Reihe, nach dem Punkt 5. Ich meine, das ist auch kein größer Fan. Wir hatten das ja schon lange erklärt. Das sind die Tisch, die wir da gemacht haben, von den paar Stecker da mit dem Feuerluft. Und hier wäre dann nur den Akt, den genau dasselbe aussieht. Ich meine, dem hat man auch dort Abstellung gemacht, von denen zu fassen. Da gibt es kleines Mehr und Gemeng aufgetreten, wenn es im Trottoir mir so aus dem Tosch der Sinn möchte. Ich meine, da brauche ich nicht weiter drüber anzugehen. Oder war froh wären. Kein Frohen, da könnte man auch heute den Akt aufstimmen. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Ja. Tein Serge. Ja. Preisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Afro Giardini Nora. Ja. So Kriten so Schmerz hat man kein sos einer frohen schon an sich kein froh von Logis op die Sache verdruf du gesucht dass vom Vierster die Stellung nahm mir hun immer kein gläse Bull als der Bierger und schmengen schon der Demos gesucht weil die war du war nähere wo am Libelestung von enger Submission dass die gemerk gin ass gut nee beim Vierster an ich mein dat hat der Sa schon malfleisch beigedrohen dat hecht wann ze dann enke so soll so flechen lieberle schreiben dass du eng Missionioun ausgang das hat mir jo net no gefrot gehabt ich mein Submission so hat Gemeng nie dran begla an du werd wahrscheinlich da doch drastu am
am Budget. Ja, am Vierstellinger Präsentation hat können darstellen. Okay, merci. So ist noch froh. Bon, wir noch ein Weeklo. Ich gebe aber dann hi mal allen. Ah, okay. Ma ich sind nowen schon wéi oft ha gelöft gehen a Merci gesot geht. Ich will dat selvig dann awer mat déich machen. Scheif feier déich an en gut Gesundheit fir ich aller Goethe. Merci. Merci Robby. Voilà, ich gebe dann aber auch dem ganzen Gemengerot, dann noch de Leute drei Banden an dubausen. Große Merci so aber alle als Partner, alle Verwaltungen, alle Ministerien, allen Institutionen, allen als Fournisseuren, an alle als Kommissionen, die Gemengesyndikate, an denen wir sind, als Personal, an natürlich alle Bürgerinnen und Bürger. Große Merci so, ich meine, wir schaffen flotte Summen, das soll auch so weitergehen. Ich meine, es gibt ein spannendes Jahr, auch 2026, ich werde viele interessante Projekte machen. Bis dahin aber will ich euch alle gut am Namen vom Schafferrot dann noch schönen Feiertag wünschen, einen guten Rutsch. Und natürlich, das schon gesagt gehen, auch eine gute Gesundheit. Ich meine, das ist immer das Allerwichtigste. Und dann hoffen wir, dass wir uns alle gut umgekriegt macht, gesehen, rumgesehen und auch viele schöne Stunden mit verbringen. Große Merci, schönen Abend.